20 ist, hat's Korsenbürger, wo... Das war überhaupt nicht ein Takt, aber egal. Wo ist meine Tröte? Leid, 4 Sekunden im Chat, werden schon wieder hochgeschrien. So, Moment. Habe! Oh, der war mit Schmackes, Alter. Der war mit Schmackes, Kinder! Schnauze, Schneider, so ist wie mich nur so viel bei YouTube ist eigentlich da. Habe Sie erst miteinander an diesem zauberhaften Mika-Abend, 20 Uhr, eine weitere Runde Subnautica. So, gleich mal die Ansage für alle, die das auf einmal in einer Abo-Box drin haben und sie denken so, was ist das? Ab sofort gingen meine Streams als öffentlich sichtbar online. Das heißt, du wirst wahrscheinlich jeden zweiten Tag oder zweimal in der Woche von mir so ein Video da drin haben und die ersten 10 Minuten wird nur Scheiße gelabert und manchmal auch mit Geld geschmissen, kann auch passieren, ich weiß nicht, das ist schon ab und zu zwei, dreimal vorkommen, ich weiß das nicht. Dafür füge ich ihm nachher ein Kapitel ein, dass du das überspringen kannst. Wenn du jetzt du ein fetter, fauler Hurensohn bist wie ich und drückst jetzt da unten einfach auf Weiter und dann bist du quasi direkt da, wo wir zum Spender fahren. Verstehst? Da spreng ich so, ach, du hast einen YouTube-Kanal. Hab ich mal gehört, ja, also damals auch noch, weiß ich nicht. So viel mal dazu. Hab ich dir wieder noch geht's euch? Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen, wie wir das auch meinen. Nein, der Löwenset muss wieder unterbrechen, ist egal. Hab ich dir Bürger, as fuck ein schöner Stream mit dem schönen Schnorchelspiel. Subnautica, Irlbacher Bier, Straubing. Merci dir für den Eurobussi aufs Nussi. Habe die Ehre an die Steffi Bier und Mr. Mesh an den Herrn, an den anderen Herrn Kulzer, an den Herrn Bleik, an den Baumgarten, an den Hirsch, an den Feierhand, an den Enschildes Rein, an den Metzger, an den Motor, an den Peter, an den Bösel, an den Dragonfly, an den Species, an Nomi, an die Steffi Bier, einfach wenn wir es kennen, an den Zach, an den Baumgarten, an den Sprenger, an den Fahrer, an den Jodel, an den Nightbot. Der Nightbot ist auch dabei, da schau ich. Guck mal, das Sepp! Der Moment, wenn dein Gehalt dezent klein ist, der steht fuck my life. Ja, ist schon in Ordnung so. Leid, sonst fangen wir bloß wieder die Leute zum Schmerzen, was ich sehe. Kubala Sepp, merci dir. Bussi aufs Nussi. Opa, Fishy Boom Boom Time. I like a boom boom boom. Everybody say fishy, fishy. Der Readyflow schreibt, sorry, zu spät Kind ins Bett gebracht. Alter, das waren noch Zeiten, bis du um 8 Uhr ins Bett hast müssen. Alter, kommt man für im Erwachsenen-Dasein, also zumindest auf dem Ausweis, schon ab und zu mal so vor, so, fällt mir das ein so, das ist schon geil, kannst du aufbleiben, wann du willst. Und du hast die Option, immer Eis zu essen, wann du willst. Du tust es zwar nie, aber 20 Bett, belastend. Bist der Cube Twist, das ist richtig. Oh, leck 2 statt 200. Was? Das ist neu. Das stimmt hier. Fischi. Ihr Zipfel Adam. 800% Zusatzwert, das ist aber das Allerwichtigste. Jeder Stream, das muss man wissen, jeder Stream von mir hat 800% Zusatzwert. Aber nur, wenn es den Donation-Button smasht. Natürlich nur dann. So, jetzt trinken wir mal da die Song. Weißt du, was mir am Montag aufgefallen ist, wie ich den Stream nachgeschaut habe? Weil ich habe mich dann doch mal kurz im Nachhinein mit einem vergangenen Stream ein bisschen länger beschäftigt, als bloß, ja, passt schon. Das ist ja Wahnsinn, wie dermaßen heftig ihr mein PC in diesem Drecksmikrofon hört. Das ist ja nur noch lächerlich. Das ist, also der flippt halt im Sommer, flippt der halt vollkommen aus, wenn ich den auf 75% bloß laufen lasse. Dann ist das ein verdammter Staubsauger. Malik, mehr ist wieder Zwickel, schick die aus Norwegen. Oder beim Fischen, oder was? Oder bei, Schmarre, du bist schön. Du bist der Lehrbub. Bleib gleich ent. Ich gebe dir einen guten Tipp, bleib gleich ent. Bei uns geht alles am Bach runter. Alles den Bach hinunter. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Und wie heißt denn der? Ich glaub, der Müller, Daniel. Was ist denn jetzt so? Da gibt es jetzt wieder Mitgliedschaften umsonst. Was ist denn da jetzt wieder kaputt? Auf der Bierbing Deine Mike! Cola Mike! Müller, Daniel wollte ich eigentlich sagen. Voll Bisquat. Zauberhaft. Und der Kiesel kommt auch noch hinten rein. Merci wieder entwickelt. Der Biergeschichte Chris aus Regen mit dem Falter Bier. Ich zock jetzt erstmal Minecraft und schau mir dabei den erregenden Streamer. Oder meine Streams haben immer 400% Zusatzsexualität. Ja? Wenn du das zu lang schaust, wirst du zum... Nein, sag's nicht, Birger. Herr Kohler, Herr Müller, welcome to the squad. Merci dir ab in den Chat, habe ich dir Dani, habe ich dir Mike, wer ihm mitmacht, der schlägt seine kleine Schwester. So. Leute, jetzt ist er Ruhe. Herr Gustelmix, erst Bier. Kennst du noch Commander Keen? Selbstverständlich kenne ich den legendären 2D-Plattformer Commander Keen. Ist lang.
Lang ist es her. Jetzt trinken wir mal nochmal. Und dann gibt es halt Mitgliedschaften umsonst offensichtlich. Weiß ich nicht, was da wieder ist. Tobi! Tobi, ebenfalls welcome to the squad. Wer nicht mitmacht, ab in den Chat. Ich schiebe euch, weiß ich nicht, ich schiebe euch die Babytrete in den Arsch. Ich sag's euch, was ist. Leute, ist gut, jetzt ausschmecken. Leben 100%, Blutverlust 100%. Birger, so schlecht schauen wir gar nicht aus. Halt dein Maul. Das habe ich natürlich keiner sehen, ich hab nur so da. Leute, Dankeschön, ist gut jetzt. Mitgliedschaft vergessen zu verlängern, sorry, Chef. Ja, das ist eh klar. Wer seine Mitgliedschaft nicht verlängert freiwillig und nicht sorry sagt, der ist sowieso raus. Was ist mit euch? Fanny, merci dir! Brrr. Alter! Bin ich eh so selten Bin da? so seiten du? Nimm's ihn jetzt mal. Maul ist da oane eure 4 de let ZTN 10 MOI. Das ist so geil. On the Twitch rules. Der Feier oder merci dir, es ist so geil, dass die Leute schon. Du bist ja nicht der Einzige, das machen mittlerweile echt ein paar so. Nimm's und halt dein Maul. Ja, läuft, Alter. Ja, was ist denn heute? Was ist heute? Was ist heute? Mr. MK1! So, rest in peace, Mr. Headphone-User und welcome an den Bär MK1. Ich weiß nicht, was heute ist. Heute gibt's Mitgliedschaften umsonst offensichtlich. Weiß ich nicht! Welcome to the Squad, Bussi auf Bahnstein auf die Linke von vorne. Was? Ich verstehe die Frage nicht! Es ist Prime Day, da kostet's nichts. Stimmt, hat Amazon jetzt endlich wie soll ich sagen, ein Kollabo mit YouTube angefangen. Das ist jetzt endlich soweit. Hashtag nimm's und halt's Maul. Okay. Ich hab mir aber heute auch was zum Prime Day gegönnt, muss ich so ehrlich sein, nämlich Active Noise Cancelling Bose Earbuds. Also Kopfhörer mit Active Noise Cancelling und so, die schaue ich schon seit über einem Jahr und heute, wenn man denkt, Alter, in der Box, die brauchst 800% Zusatzwert, ich bin ein Trottel, wenn ich es mir nicht kaufe. Andal! Weil wir gerade nicht so schlecht ausschauen. Hashtag Bum-Bum-Fisch. Wir wären ja in Subnautica, haben wir in Subnautica schon mal gestorben? Weiß ich nicht mehr. Ist schon wieder so lange her, das war letzte Woche. Da. Dragonfly! Heute ist Mittwoch. Ja, Mittwochs gibt's schöne Wörter mit M. Mittwoch, Mitgliedschaft, Mostenlos. Was? Jetzt wird der Ember-Shark nicht angezeigt. Das ist eine Schweinerei! Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Muss ich habe ich meinen Monitor wieder zusammendroschen. Bin ich zu spät. Du, Wollt wer? nur urinieren, hops aber Warte, pass wieder auf. mit Onanieren Der Amber Shark verwechselt. kriegt auch noch einen. Der war für die Amber Shark. Schade, dass der Ding so gezeigt worden ist, ist schon wieder irgendwas kaputt. Leute, jetzt chillt sein, Knirschein, können wir mal irgendwas erzählen. Heute noch am Stream zeige ich euch übrigens einmal nochmal einen 3 Minuten Sneak Preview aus dem Podcast. Mehr sage ich nicht. Ich bin auf eine Reaktion gespannt. Bremsspur, merci dir! Ich bin spät, wollte nur urinieren, hab's aber wieder mit Onanieren verwechselt. Ja, scheiße. Wieso bist du dann spät? Die 20 Sekunden ist auch schon wurscht. Andere, merci für den 800% Zusatzfischfuhr. Merci dir. Was wir jetzt deren? Drauf geschissen. Machen wir die Donation Sounds aus jetzt. Machen wir mal das Ganze an. Jetzt fangen wir einfach 2 Minuten früher an. Mauling, merci dir. Da kriegst du 20 norwegische Kronen. Haben 10 norwegische Kronen 1 Euro? Ich weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der Dollar jetzt genau 1 Euro wert ist. Das weiß ich. Die Jasmin schreibt, Servus Birger, du mal eine Frage zu deinem Stream am Montag. Machst du dein Was-Format noch? Du wirst wahrscheinlich das Was-Format meinen. Jetzt müssen wir erst den Kevin wieder einen plären lassen. Grüße erstens von zu Hause, heute mal nicht im LKW. Ja, Kevin! Ja, Kevin, dann gibt's die Grüße zurück. Lohnen Sie zurück, genießen Sie die Zeit zu Hause und Bussi aufs Nussi natürlich. Was? Was-Format? Es gibt bereits Skript für Teil 2. Es gibt dann. Was ist mit dir da? Nimm sie jetzt mal. Grüße aus Dingelfing. Dingelfinger haben so viel Geld, da ist alles wurscht. Da ist alles wurscht, da sag ich nichts. Sag ich merci. Grüß nach Dingelfing. Maul, Grüße aus Dingolfing. Das muss man eigentlich im Geschichtsbuch des Landkreises Dingolfing-Landau festhalten, dass ein Dingolfinger am Landauer freiwillig was Gutes tut. Und umgekehrt auch. Perben ist der merci dir. Fanny, ich glaube, meine Donation ist untergegangen. Wo? Wen leid? Oh, da. Für einen Jochen Schweizer Erlebnisgutschein zum Fallschirmspringen.
Halt dein Maul und nimm's. Fanny, merci dir. Schluss jetzt! So, jetzt passen wir over. Was sind wir jetzt deren Donation Sound haben jetzt mehr aus? Sneak Peek Podcast am Schluss habe ich angekündigt, jawohl. Es ist 10 Uhr, jetzt geht es los. Was ist mit dem Was-Format? Es gibt bereits 2 Skripte für die nächsten 2 Teile und wir haben einfach noch nicht weitergekommen. Bekommt der Flo im nächsten Teil mehr Text? Das war nie Teil des Konzepts. Der Flo hat immer nur einen Satz und schaut dumm. Das kann er. Weiter haben wir nie gekommen. Weiß ich nicht. So, ich muss jetzt das da erst einmal wieder so hinrichten, dass das passt. Ich weiß es auch nicht. Da, der Greenscreen schon wieder kaputt. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So, ist der Greenscreen jetzt wieder gut? Jetzt ist ein guter Greenscreen. Braver Greenscreen. Machen wir ja ASMR. So. Hast du ja ASMR und ich habe jetzt so einen angelörzten Popschutz. Übrigens, wenn ich gerade im Stream zugeschaut hätte, hätte ich jetzt ausgeschaltet. Sag dir, wie es ist. So habe ich voll hochgespielt. Asozial! So, wo sind wir? Da sind wir. Machen wir das Spät. Jetzt auf, du Genücker der Huren. Da, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was ist jetzt da wieder? Warum da ist ein bisschen laut? Ich verstehe nicht. Köstlich! Spielen! Da nehmen wir weiter. 2 Stunden, 20 Minuten haben wir da letztes Mal auch nicht gespielt. Was ist Birger, Flo, schau mal um. Flo, was? Birger, perfekt, du bist dabei. So, wo haben wir überhaupt stehen bleiben? Da sind wir, was hat das Kabel für ein Problem? Was hat das Kabel für ein Problem? Jetzt muss ich mal meinen Monitor hier richten, weil sonst sehe ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Der haben wir diesmal weiter da oben. So, ich hoffe, der Sound, ist der Sound angemessen? Ich hoffe schon. Hört ihr das leichte Rauschen im Hintergrund und so? Ja. So, nehmen wir gleich mein Medikit mit, das hat noch nie geschaut. Oh, das können wir uns ja gleich reinfressen. So, wo haben wir letztes Mal so grob stehen bleiben? Wir haben uns die Seemotte gebaut, das weiß ich noch, da werden wir gleich einmal noch mehr einsteigen. Ja, wo ist die Seemotte? Seemotte! Wie? Ich sag da einen Fisch schwimmen. Wo Seemotte wo? Taucht man mal. Das ist aber ein Körper, da ist die Seemotte. Wieso kann man die nicht markieren? Die muss ja irgendwo angezeigt werden. Die braucht eine Energiezelle, gell? Was tut da schon wieder so? Weiß ich nicht. Also, jetzt mal so wacht. Wir waren letztes Mal. Hoppala, müssen wir Inventarmanagement ein bisschen betreiben, glaube ich. Ja, den ganzen Kraffelscheiß da, den brauchen wir nicht. Strahlenschutzhelm, Kreislauftauchgerät, den backelt man ein. Sagt das so wie es ist, das backelt man ein. Fabrikator, irgendwo haben wir doch da ein Lager gehabt, da haben wir ein Lager. Da passt natürlich nichts rein. Was der haben wir da rein? Das der meine, das der meine, das der meine, das der meine. Gold kämen wir nicht rein da. Und die komischen Dinger da, die schmeißt man. Da lässt man mal 4 drin und den Rest von dem etwas wertvolleren Zeug. Das schmeißt man rein. Da haben wir noch 2 weg. Gold. Was nehmen wir da noch mit? Kupfer, Erz, Quarz nehmen wir mit, Gold der wir rein. So, easy peasy lemon squeezy, dann taucht man wieder, dann schmeißt man den ganzen Scheiß einmal aus. Weil ich einfach keinen Platz für den Schund habe. Ich habe keinen Platz für den Schund. Was haben wir da so drin? Ah ja. Ja gut, dann müssen wir erst wieder reinkommen. Ich weiß nicht mehr auswendig, in was für Kisten da was drin war. Aber, den Seegleiter nehmen wir mit, Strahlenschutzhelm, das der wir auch da um. Brauchen wir einen Strahlenschutzhelm? Ich weiß nicht. Weiß es eben nicht. Was essen und was trinken soll, man auch mal. Haben wir nichts mehr zu essen. Tun wir mal Futter her. Was haben wir da? Gepökeltes Stielauge. Deine Mutter ist ein gepökeltes Stielauge. Jetzt trinken wir mal was. Jawohl, dann passt das. Und dann fangen wir uns einmal Fischi. Fischi fangen. So, Mr. Fischibär. Da haben wir mit Düsen. Ja, da ein Fischi ist schön. Was ist denn eigentlich mit dem da? Kann man den auch essen? Kann man die essen? Den kann man essen, das weiß ich. So, jetzt fangen wir mal ein paar Fisch, machen wir uns was zum Essen. Und dann habe ich schon wieder das komische. Ja, Fischi fangen. Fischi, das ist das größte Fischi. Da das komische Stielauge, das kann man sich auch einfressen, habe ich gehört. Ja, da gehst du her. Und dann gehst du noch da her. Und dann schaut doch das gut. Kann man eigentlich, jetzt pass mal auf, kann man eigentlich so Fischi fangen? Ja, tatsächlich. Fischi! So, hab schon genug und abgedüst. So, Kinder! Wir brauchen erstmal was zum Essen, wir brauchen Vorräte und dann machen wir uns mit der Seemotte auf den Weg zu diesen Koordinaten, wo wir letztes Mal einen Questmarker gekriegt haben.
wo grob in eine Richtung geht. Aber heute fahren wir mit der Seemotten, das sagt der ich. Wir dürfen bloß nicht übersehen, dass wir bei so 20% Energie müssen wir wieder heimdüsen, weil sonst haben wir ein Problem. So, gekochter irgendwas Fisch. Weißt du was, da nehmen wir jetzt das Salz aus, damit die länger halten. So schaut's aus. Haha! Salzablau, 1, 2, 3, 4, dann nehmen wir 4 Stück. Das passt ihm gut. So, was haben wir noch? Gekochte Nahrung, gepökelte Nahrung, gepökelte Glubsche. Ja, so ein Balkverfahren war schon nicht schlecht. Dass man gleich sagt, so, hey, ich hab 50 in die Fisch, mach gleich 5. Ich muss da nicht 5 mal draufdrücken. Aber gut, ist ja wurscht. Was haben wir da? Blue Clues, merci für den Euro. In deinem Live-Pod blinkt eventuell was rot. Wie, wo? Ich seh da nichts rot blinken. Merci für den Euro. Fanny! Ah nein, die Fanny hab ich nicht übersehen. So, was haben wir noch? Einen komischen Bumerang. Glubsche. Bumerang und Glubsche. Ja gut, das Ding ist uns jetzt ausgegangen. Ja? Gekochter Bumerang. Passiert eigentlich, wenn man zu viel frisst? Kotzt man dann? Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht. Telefon blinkt rot, oder? Können wir einmal direkt hinschauen. Können wir natürlich einmal direkt hinschauen, das ist eh klar. Jetzt kommen wir den Scheiß auf und dann frisst man gleich mit der Hälfte und dann weißt du eh, was es ist. Boomerang Steak. Geil. Ist da sogar Sinn machen, wenn es das wieder kotzt. So, gekochter Glubsche, Essen. Gekochter Glubsche, gekochter Lochfisch, gekochtes Stielauge, die haben alle gekocht, die haben alle gepökelt. Die Leute, die gekochten, soll man eigentlich, was passiert denn, wenn man da ziemlich viel ist? Ich meine, die verderben ja bloß. Da tatsächlich, also das Telefon blinkt. Kommunikator! Zuhören! Oh, das ist wieder der Notruf. The captain is Oh, gone. Commander Keen. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Dann haben wir jetzt zwei neue Koordinaten, wo wir hier düdeln können. Oder wie verstehe ich das jetzt? Jetzt gehen wir mal raus. Da. Bam, bam, bam. Dann schauen wir mal in unsere Aufzeichnungen und in unsere Locations. Ja, da schau hin. Signalrettungskapsel 3. Ich würde sagen, da wo wir schon waren, das machen wir einfach rot und da wo wir hin wollen, das machen wir blau. Rettungskapsel, nein, das ist unsere Signalrettungskapsel, 300 Meter. 300 Meter tief, da müssen wir mit der Seemotte hindüsen. Mr. Mash! Daten Sie eventuell mit mir fegeln? Also nicht, oder? Aber ein Ingame-Sound kannst lauter machen, bisschen. Sagt ihr das auch so? Wer sagt das auch so? Oh, das war der 555 Nase, ich hab mich verschaut. Machen wir Ingame-Sound ein bisschen lauter? Bisschen? Bisschen. Allerdings kann ich absolut nichts lesen da. Sound, Gesamtlautstärke, machen wir 75. Ah, ist das was? Musiklautstärke, machen wir 25. Das hört sich doch gut an. Zurück zum Spiel. Ist das okay so? Verhältnis, Stimme, Spiel. Danke für den Hinweis mit dem Sound, Mr. Mesh. Merci für den 5 Nase, merci für den 5er. Jawohl, Schnorkeln, hab's mir jetzt auch zugelegt. Danke für die Empfehlung. Also so viel empfehlen habe ich noch nicht kennen. Ich hab's ja noch nicht so lange gespielt. Aber, was ich bis jetzt gesehen habe und was ich damals, was weiß ich, vor 5 Jahren irgendwann einmal in der Early Access gesehen habe, das ist empfehlenswert, sagen wir es so. So. Weiß ich wieder nicht mehr, was wir da haben. Rettungskapsel da. 1000 Meter, 300 Meter tief. Kommen wir da mit der Seamoth überhaupt rein? Jetzt passen wir obacht. Steigen wir mal ein, das Ding. Ja, da können wir noch gar nicht runtertauchen. Wir kommen bloß 200 Meter tief. Steht ganz oben. Warte mal, ich tauche ein bisschen da. 4 Meter tief, 200 Meter kommen wir maximal. Das ist nix. Du, das ist ja nix. Die Farbdose hat recht. Magst du noch eine Energiezelle als Ersatz mitnehmen? Das ist, Ah, das ist das Ding, okay. Jetzt was mir macht. Na, Fischi brauchen wir jetzt keinen mehr. Aus was baut man eine Energiezelle? Aus was baut man eine Energiezelle? Wahrscheinlich halt aus Batterien, das ist mir schon klar. Aber irgendwas haben wir da braucht, was schwierig zum Finden war. Schubkanone, Laserschneider. Laserschneider kann man noch finden. Dann kann man vielleicht ein paar Upgrades finden. Dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer tauchen. Verstehen Sie? Energiezelle wo? Energiezelle wo? Batterie-Ladestation. Ja, die war auch mal nicht schlecht. Energiezelle. Energiezelle wo? Weiß ich nicht. Energiezelle wo? Ich kann's nicht finden. Ja, das war doch so ein ganz langer, was ausschaut wie der Feierlöscher, also ein ganz langer. Da ist, ich bin ja total blind. Eine Batterie zweimal und Silikongummi. Ja, das kriegen wir hier, oder? Batterie brauchen wir, Kupfererz und Säurepilz haben wir.
Hammer, tu mal Säurepilz, da haben wir eh so viel. Hätte man nicht wegschmeißen sollen, hab ich schon gesehen. Tu mal Düsen. Da haben eh 5000 von den Scheißdingen. Dann nehmen wir die einmal mit. Kupfer haben wir oben, das weiß ich. Und was war das andere? Silikongummi. Wo gibt's Silikongummi gleich wieder? Verdammte Axt, wo gibt's Silikongummi gleich wieder? Ah ja, die komischen gelben Teile. Kriegen wir hier. Da düsen wir schnell da in diese... Das Ding da um mich. Wir müssen doch da so... Oh, das ist schon wieder gescheit finster, gell? Wir müssen doch da so gelbe Teile dran hängen, da. Das ist schon wieder gescheit finster, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Das ist so... So, Inventar voll, ab nach Hause. Da ist schon wieder so... da ist schon wieder so finster und Ding und die gefällt mir nicht, Macht ein ganz seltsames Gefühl, aber irgendwie ist es lustig. Es ist total random, aber ich hab mal die Demo von Metal Hellsinger angezeigt, ist ein gutes Game. Herr Kubala wird kommen, aber erst wenn es released ist. So, baust du mal eine Batterie. Jetzt brauchen wir erstmal ganz viel Silikongummi. Silikongummi, her mit dem Schund. Na, ein bisschen. Wir hätten sogar noch einen gehabt, glaube ich. Gell? Ah, schaut nicht, dann machen wir jetzt Schmierstoff draus. Schaut nicht, was wir haben. Haben wir. Die wir mal sicher, die haben Seite. Energie 20% vom Gleiter. Ja, wir bauen jetzt sowieso so viele Batterien, wie wir können. Und die lagert man dann einfach ein und gut ist. Da brauchen wir Kupfererz. Das muss ich irgendwo da rauskriegen. 1, 2, 3 Kupfererz und dann der mal den Schmierstoff, der mal Bam. Oh, warte mal. Haben wir nicht mehr Kupfererz? Trauerspiel. Ja, dann machen wir Batterien. Energie im Live-Pod zum Aufladen. Was? Christy, was? Energie im Live-Pod zum Aufladen? Das ist das. Ich verstehe den Satz nicht. Also ich verstehe das schon. Aber so, jetzt haben wir eine Energiezelle. Können wir da noch eine bauen? Leider nicht. Dann müssen wir noch eine Batterie bauen. Was geht uns für Batterie ab? Der Säurepilz. Den holen wir uns noch schnell. Wo ist der Säurepilz? Da ein Säurepilze. Da holen wir uns. Wie viel haben wir? Einen. Nein, nicht. Müssen wir noch einen. Und wieder Düsen. Ja, bauen wir noch eine Batterie. Und dann ist gut. Schmierstoff und Silikongummi, ja, nee, ist klar. Da werden die Delfine immer fester, je länger du im Wasser bist. Die bauen sich das dann irgendwann selber. Gehe ich mir schwer davon aus. So, eine Energiezelle nehmen wir mit. Silikongummi, der man weckert. 2 Batterien nehmen wir mit. Das Teil nehmen wir mit. Was zum Essen, was zum Trinken braucht man noch. Oder klauen uns da die Fische? Ich weiß es nicht. Also 2, 3 Getränke hätte ich schon noch sehr gern dabei. Irgendeine Chemie, bla, irgendwas. Da. Blasenfische und Chlorbleiche. Und wie stellt man Chlorbleiche her? Das sind diese Röhrenkrallen, die wir weggeworfen haben und aus Salz. Die Expedition muss... Oh, das schaut schon wieder so... Das schaut schon wieder so aus. So, das sind diese Korallendinger. Machen wir... Ja. Sind die jetzt da oben gefallen, oder? Okay, Korallendinger. Die nehmen wir mit. So, und was war das andere, was wir brauchen? Salz. Salz darf man aber eigentlich noch haben. Ich weiß bloß nicht wo. Ja, da haben wir eine Titankisten gehabt, das weiß ich noch. Da haben wir Brut und Kupfer, braucht keine Sau. Da haben wir klar. Oh, da haben wir einen Haufen Chlorbleiche. Schau, dieser! Da ist er ernst und sagt nichts. Da muss man halt einmal Röhrenkorallenprobe. Na, halt mal, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja ganz was anderes. Das ist ja Tischkorallenprobe. Ja, dann steckt man das einfach wieder da rein. So, passt schon. So, lass fallen. Alles ist gut. Alles ist gut. Falsche Korallen, richtig. Was waren denn die anderen gleich wieder? Ist jetzt eh wurscht. Jetzt können wir uns was zum eine Tüdeln machen. So, wenn wir gerade bei eine Tüdeln haben, da ist schon wieder so heiß herin. Jetzt war es wieder eigentlich halt gar nicht so unfassbar krass, aber morgen soll es heiß werden. Morgen soll es blutheiß werden, Alter. Blutheiß werden. So. Schauen wir mal, wie viel haben wir an Gas. Das passt. Können wir da was einlagern noch? Nein. Ja, jetzt müssen wir wieder irgendwas auslagern. Und dann fangen wir das Düsen an, da die vorschlagen. Düsen. Da ist kein Platz mehr. Da ist ein Platz. Schau ich mich. Dann nehmen wir gekochter Bumerang.
Die haben alle alt. Ja, 4 gepökelte Fische, 4 desinfiziertes Wasser. Nehmen wir mit, schaut gut aus. Schaut stabil aus. Tja, dann da ich sagen, fahren wir in der Finstern, oder? Wer ist für in der Finstern fahren? Können wir es auch nicht mehr. In Seemotte sind Truhen. Ja, braucht man da nicht ein Modul? Braucht man dann nicht ein Modul? Ja, da gibt's aber kein, oder? In Seemotte einsteigen. Was ist es da an der Seite? Seemotte in Seemotte einsteigen. Die Klappen oben. Das Ding da. Na, das ist alles zum Einsteigen. Also ich glaube, da braucht man erst ein Modul dafür. Das hat mir letzte Woche schon jemand gesagt, dass da an der Seite Module für die Seemotte so gibt irgendwo. Das finde ich selber nicht mehr. Ich habe es da gerade aufgehört. Ja, da. Erweiterungsmodule und da werde ich wahrscheinlich so ein Erweiterungsmodul brauchen, ja, was weiß ich, Waffen wird es halt geben, schnell einen Antrieb oder was auch immer, dass man mehr aushält, ich weiß es nicht, das werden wir wahrscheinlich außerfinden. Unser größtes Problem ist aber, dass wir keine 300 Meter tauchen können. Darum werden wir jetzt in die Seemotte einsteigen und ganz was anderes machen. Nämlich, wir haben ja noch eine andere Aufzeichnung. Jetzt passen wir auf, wo ist denn das Datendownloads, Codes und Hinweise, Rettungskapsel 6. Ja, genau. Das mit diesen roten Dingen da. Ja, von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. So schaut das aus. Das haben wir letztes Mal schon gesucht und leider nicht gefunden. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Was ist da, oder? Herr Rotkopfsteff, merci für die Mitgliedschaft. Und merci für den Euro. Servus Birk, wir sind immer wieder live dabei. Dank dir ganz letzte Woche 63 Stunden ab Nautica gesuchtelt. Fahr zu der Insel zum Erkunden, dass du Base bauen kannst. Wir arbeiten dran. Merci dir. Da noch übersehen, Blub, irgendwas. Jetzt halt sein Mal mit einer Scheiß-Donetterei. Sie haben so gute Nacht. Okay, halt Ehre. Jetzt erst nur ein wenig da, aber wenn du Nacht, Grüße aus Franken, er wäre so genau du was. Nein, da darf ich sofort kotzen, das darf ich nicht der Bocker. Tipp 1000 und fliegen will gelernt sein. Ja, ja, bla bla bla. Wir schauen gar nicht so schlecht aus. Stefan, mehr als Euro. Alles über 15 bis 18 Grad ist zu viel. Das ist richtig. So, nochmal. Geortet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe. Mein Herz soll jetzt, ich lese jetzt nicht mehr, weil es mir wurscht ist. Neben einigen natürlichen Bögen und Feldsäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich. Jetzt haben wir ja endlich beim letzten Mal am Schluss haben wir noch einen Kompass gekriegt. Da können wir jetzt ein bisschen genauer hindüdeln und das werden wir jetzt da durch. Oh, jetzt wird es schon wieder Tag. Müssen wir sehen. West-Nordwest. Jetzt passen wir ober. So, eine in die Seemotte. Wo ist Westen? West, Nordwest. Also grob diese Richtung da. Und da düdelt man jetzt einfach mal hin. Ab in die Finsternis. Gleich mal ein wenig. Kann man aus der Seemotte außer eigentlich irgendwas da? Also Sachen einsammeln oder so? Das werden wir jetzt mal probieren einfach. Was ist denn mit euch? Herr Schulz, merci! Herr Bauer, merci! Schluss jetzt! Mit einem Scheiß! Nein, man kann nicht. Das war komisch gehen. Vielleicht gibt es einen Greifarm. Warum ist denn da so komisch grün finster? Ich sehe einen Scheiß. Ah, da. Ungefähr auf 100 Meter Tiefe. Da düdelt man jetzt einmal oben. Und was haben sie noch gesagt? Auf 400 Meter Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja, das kriegen wir schon hin. 400 Meter. Okay. Vital signs stabilizing. Lebenszeichen stabilisieren sich. Okay. Schwimmen wir trotzdem weiter West-Nordwest. Das hilft ja sowieso nicht. Wir müssen mal Ausschau halten nach so einer komischen Kapsel. Unten ein bisschen tiefer. Da glaube ich, was ist das da? Rettungskapsel. Nein, das ist die, die jetzt tief ist. Das wird ja ein Ding der Unmöglichkeit, die Scheiße zum Finden. Ich sag das, was ist. Wie weit sind wir von unserem Zuhause weg? 400 Meter. Das gibt's ja nicht. Die muss ja da irgendwo sein. Das gibt es ja nicht. Die muss hier irgendwo sein. Da ist Bredelbrot und schreit nicht! Ich bin einfach davon vorbeigeschwommen! Alter, hab ich jetzt einen Fisch über den Haufen gefunden. Was war denn das Dunk? Okay. Ja, dann steigen wir mal aus. Dann holen wir uns die Garde da. Seemottenfrequent, da kriegen wir da was. Schauen wir mal. Sauberes Game, da kriegen wir über Titan raus. Da haben wir was. Was wir auch immer da jetzt gerade gekriegt haben. So, da haben wir was. zurückgelassener PDA. Datendownload. Integrating new
EDA data. Bin gespannt. Sonst noch was da drin? Nicht wirklich, gell? Irgendwas übersehen? Ne? 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 Ich glaube nicht. Gibt's da nicht mehrere rundherum da? Das ist ja gar nichts. Kinder, das ist ja gar nichts. Da hätten wir uns nicht so krass vorbereiten müssen. Aber trotzdem, wenn wir so Brockern finden, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, da kennen wir nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir jetzt da sind. Jetzt nehmen wir das Zeug da noch mit. Oh, schaut nicht. Kann man brauchen. Ui, Gold haben wir gefunden. Gee, sofort Tab drücken, dann wird's vorgelesen. Achso, warte, dann steigen wir aber zuerst ein. Welcome aboard, Captain. So, lies vor. Tu dir nicht. Aufzeichnungen. Kommunikator. Spiele zuvor aufgezeichnete Notruf ab. Nein, das haben wir schon gehabt. Rettungskapsel 6. Was ist jetzt? Rettungskapsel 17? Was haben wir mir da jetzt aufgeklappt? Das Ding. Was genau klopft? Was genau? Wer oder was klopft da an mein Seemotte? Kann man das ja... Wieso klopft da jemand an meiner Seemotte? Halt dein Maul! Was war denn das jetzt? Hau bloß ab! Okay, ich lese vor. Ossis Tagebuch. Hören wir's uns erst da. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Das war der Text jetzt da auf Englisch. Aber was hilft mir das jetzt? Außer dieser subtile Hinweis nach Schatten im Wasser, unter der Luke, keine Ahnung, ob das Felsen oder Aliens sind. Und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Wir haben doch da so einen komischen Höhleneingang gerade gesehen, der so lila war. Die scheiß Fisch soll jetzt einmal auf in der Halbe ohne zum Klappern! Ich fahr dich über den Haufen, du Kackbratzen! So, jetzt passen wir Obacht. Wie weit haben wir von unserem Ding weg? 300 Meter. Wir müssen mal Nord-Nordwest in diese Richtung. 100 Meter tief. Ja, dann fahren wir halt da noch ein bisschen umeinander in diesem wir nehmen das Biom. Oh, dieses komische Gegrunze macht mich fertig, Alter. Guck mal, warte mal, muss ich was ausprobieren? Nein, funktioniert nicht. Okay. Dann müsste man noch eine andere Kapsel finden. Gibt's nicht. Das ist was Gutes. Das ist was Gutes, habe ich mir sagen lassen. Spezialausrüstung. Schwert. Okay, das wird nicht klar. Schnell wieder eingestiegen, damit nichts passiert. Was haben wir da? Oh. Ob wir da mehr eintauchen sollten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy shit. Alter, was ist denn das für verrückter Scheiß? Aber wir können nicht mehr dürfen. Ja. Ah, was sollten die Geräusche? Mir sollen wir da noch nicht sein. Na, Kinder, ich fahr wieder heim. Okay, bye! Da, hier sollen wir noch nicht sein. Ah, ja, ich hab schon verstanden. Ich hab die Schlange da hinten schon gesehen, ich mag's gar nicht rausfinden. Was war das? Also ich bin O-gefahren, okay. O-fahren ist cool. O-fahren ist echt in Ordnung. Alles andere... Was auch immer das ist glaube ich wertvoll. Das nehmen wir mit. Und reparieren müssen wir uns.
unser Ding da glaube ich auch. Habe ich nicht so ein Reparaturtool? Gib mal Reparaturtool. Konstruktionswerkzeug. Reparaturwerkzeug. Ja. Nein, nee! Ja, das Ding ist super. Das geht aber easy. 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 So, wir können jetzt rausfahren, ohne dass wir 10.000 Mal hochfahren. Kruzifix. So, ja gut, hilft nicht. Dann müssen wir jetzt halt ein bisschen rundum gucken und nach so einer scheiß Station Ausschau halten. Das wird sowieso nicht helfen. Schauen wir uns das Battle nochmal an. Achtung, Aufzeichnungen, Datenbank, Kapsel 6. Ja, so der Bus ist eigentlich das Einzige. Der Bogen und dann ist Ewigkeiten dann nix. Also Face eng tut man nicht. Und die, laut der groben Beschreibung haben wir schon so grob richtig da irgendwo, aber irgendwie ja nicht. Alter, da schwimmt einer, die haben wir letztes Mal schon gesehen. Der schreit da über so umeinander, das ist ja mal. An dem Höhleneingang hast du auch Silber übersehen. Das hilft uns jetzt nichts. Ich mag jetzt diese Kapsel da finden. Kapsel! Kapsel, wo? Da gibt es auch einen Haufen Zeigerrunden. Dann haben wir so Höhlen umeinander. Also da ist es auf alle Fälle nicht. Schauen wir mal da so rundherum. Die ist 400 Meter von einem anderen Live-Pod entfernt. Aber von welchem Live-Pod? Also eigentlich teilt ja die Beschreibung da für den Pod da super passen. Der Live-Pod da. Das ist aber halt 17. Das ist halt absolut nicht richtig. Ich frage mich gerade, wie man unter Wasser in Zimmer einsteigt. Ein bisschen komisch mit der Klappe. Das stimmt. Da ist kein, wie nennt man das in einem U? Was tut da schon? Was grunzt da so? Kannst du den Maul halten und abhauen? Ach, das Viech da unten. Du kannst mir in meiner Simon-Tür überhaupt nichts sehen. So, wir sind wir immer noch. Ist das. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir die dann finden sollen. Das ist wieder zu hoch. Falsches Plateau. Ja, was verstehe ich denn unter einem Plateau? Ich sehe da nichts, was sie mir als Plateau präsentieren würde. Seek fluid intake. Ich sage mal, wie viel scheiß fucking Fluid brauchen wir mir eigentlich? Das ist immer die wichtige Vital Frage. signs stabilizing. Ist das da vielleicht? Da irgendwo drunter oder was weiß ich nicht. Sind wir da reinschwimmen? Ich weiß es auch nicht. Schwimmen wir rein, schauen wir, was wir finden. Gibst du mal einen Scanner. Du kleiner Wichser! Beiß gefälligst nicht bei den anderen. Scannerraumfragment haben wir auch noch nicht gefunden gehabt. Gib mir. Okay, 1 von 3. Integrating new PDA Liegt mit data. Sicherheit noch mehrere Graffe umeinander. Das garantiere ich dir doch. Das sagt ich. Können wir da irgendwo rein oder so? Nein. Bumerangfischi? Ja. Gibt von dem Biom mehrere Standorte. Ja, aber das ist halt nicht im Nordwesten. Gut, es kann natürlich liest man mal das Ding dann gleich nochmal. Kann natürlich, wie jemand schon geschrieben hat, von einer anderen Station aus. Oh, da kann man schön rein da, glaube ich. Ja, was haben wir da gefunden? Oder die laufen wir? Kommen wir da aufmachen? Ja, kommen wir auch nicht. Da haben wir 75 Sekunden haben wir noch. Da haben wir aus jetzt da. Aus mit dir jetzt da. Sonst gibt's da nichts. Da haben wir noch ein paar so Schrottteile. Scannerraumfragment. Schauen wir mal, vielleicht finden wir das dritte auch noch. Ich weiß zwar nicht, was der Scannerraum kann, aber das ist dann für unser Base. Da werden wir uns halt auch ein bisschen drum kümmern. Sag ich dir gleich schon, wie es ist. Es war halt einmal geil, wenn wir diese. Hau bloß ab mit du Drecksviech. Sag das, wie es ist. Was haben wir da? Nix. Sonst meine, gibt's da nichts zum Scannen. Tür reparieren. Ja, funktioniert. Jetzt müssen wir schnell Luft holen. Moment. Kurzer Luft holen. So. Dann fahren wir da noch mal her, wo wir da reingefahren hat können. So, irgendwo da.
Dann kann man da mit dem Reparaturtool umeinander vorwerken. Sagt sie. Mein schwimmen halt dann rein jetzt, okay? Also, man kann anscheinend auch nicht interagieren damit. Ah, tatsächlich. Tatsächlich, das habe ich nicht gewusst. Jetzt? Ja, easy, Alter. Alter, da soll sich irgendeine Pause kennen da drin. Gib mir Scanner. Pain. Paint. Was ist da? Greif mich nicht an. Braucht man da dann vielleicht auch die Schubkanone, dass man den ganzen Scheiß da weg, weil da ist ja nichts. Doch, da ist was. Batterieladestation. Dann haben wir die komplett. Das ist, Scannerraum ist wichtig, mit dem kannst du spezifisch Loot suchen. Oh, ja, okay. Das ist jetzt tatsächlich. Ein neuer Blueprint. Sehr schön. Und da werden wir nicht durchkommen, nehme ich an. Ist da irgendwas drin, was man sagt? Nein, wir haben noch 70 Sekunden. Da haben wir noch was. Bilderrahmen. Was soll ich mit dem scheiß Bilderrahmen? Bilderrahmen! Easy! Nehmen wir natürlich mit. Haben wir da sonst irgendwas Tolles drin? Laserschneider. Dann haben wir den. Können wir jetzt abbauen. Sehr schön, sehr schön. Irgendwas ist mir noch angezeigt worden. Ich hab's genau gesehen. Irgendwas ist mir noch angezeigt worden. Aber mit echt. Jetzt muss ich wieder aussehen. Da geht's aussehen. Haben wir da herin noch irgendwas übersehen? Machen wir mal. Keine Batterie mehr. Egal. Batterieladestation-Fragment. Nehmen wir auch mit. Oh, jetzt darf ich schauen, dass ich rauskomme. 30 seconds. Darf ich schauen, dass ich rauskomme, weil sonst meine ich das auf mir. Wo ist denn rausgegangen? Wo ist rausgegangen? Wo ist rausgegangen? Welcome aboard, Captain. Für den Scanner braucht halt eine Base. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar, Ich hätte gern dieses Hauptquartier-Base-Teil, an das erinnert ich mich noch. Mit dem kannst du mit der Seemotte andocken. Was mich jetzt aber auch endlich einmal interessieren darf, ist, wo zur Hölle soll dieses verdammte Rettungskapsel 6 sein? Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Besatzung fordert die Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Dann ist vielleicht doch in Richtung der Aurora. Da ist ja die einzige Strahlung, die wir bis jetzt gehabt haben. Auf ungefähr 100 Meter gesunken, geortet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Birge, du blinder wo ist Rettungskapsel? Wo ist Rettungskapsel 4? Die haben wir noch nicht mehr gefunden. Ja, grüezi fix. Dann wird, das schaut schon sehr bedrohlich aus, das komische fette Viech da. Ja. Du hast LivePod 5. Wie LivePod? Was ist LivePod 5? Was ist LivePod 5? Jetzt fahren wir erstmal wieder heim. Fahren wir heim zu, aber Kapsel haben wir gefunden, Bauteile haben wir gefunden. Schaut stabil aus. So, volle Gas, Leberkas. Und Fischblenden. Da kriegst du mir Fernlicht ins Gesicht, du Hurenfischi. Huren! Kannst auch mir angleich. Ja, gut, dass die nett sind. Die Rettungskapseln kann man nachträglich nochmal markieren. Stand da nicht west-nordwestlich? Ja. Ich bin west-nordwest geschwommen. Wir sind mal west-nordwest. Weg von unserem. Aber wir brauchen eine Rettungskapsel 4. Von da aus sind es 400 Meter. Verstehst du? Das hilft uns ein Scheißdreck. Das hilft uns ein Scheißdreck. Wir müssen mal, glaube ich, fahren wir mal Richtung Aurora, ob da so rote Scheiße daherkommt. So, was haben wir jetzt eigentlich alles gefunden? Ein bisschen Wasser, können wir uns einmal eindüdeln. Fische können wir uns eindüdeln. Und jetzt schauen wir mal, wir können ja Sachen bauen. Zum Beispiel einen Laserschneider. Da brauchen wir Diamanten. Von denen, glaube ich, sind wir noch meilenweit entfernt, habe ich das Gefühl. Was können wir noch bauen? Laserschneider haben wir gekriegt. Und für die Basis, glaube ich, irgendwas, gell? Ja, gut. Aber das Ding blinkt. Achtung, zuhören. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora D. Reed, over. Nothing but vacuum. These Alterra ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help,
they don't pick up. Aurora, I'm Funke out on the dazu. far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Dann Alterra. Funke halt zurück! See what the long-range scans pick up in the meantime. Ja super, das hilft mir auch nicht weiter! Nordost von deinem Live-Pod. Mal sehen, was die Langstreckenscans in der Zwischenzeit auffangen können. Das war also der... Okay, da ist nicht recht viel passiert. Ist jetzt wenigstens wieder hell. Ich darf gerne in der Hellen das Ding suchen. Ja, Nordost von deinem Live-Pod. Also in die... Ja gut, ich weiß sowieso jetzt in diese Richtung da. Mal geschwommen Richtung Aurora. Da ist noch so ein Biom, das habt ihr mir letzte Woche schon gesagt. Wir haben eine Batterieladestation zum Bauen gekriegt. Ja. Und schauen wir mal, aus was wir unser Base bauen könnten. Wir haben ich mehr halt gerne also dort sowas da, einen Mehrzweckraum oder einen Scannerraum oder irgend sowas, was sich einen Raum darstellt und nicht einfach so ein Real da. Wir können es schon einmal probieren. Warte mal, bauen wir mal, was bauen wir? Was haben wir denn da? Basisbefehl, Luftpumpe, Bioreaktor, so ein Scheiß da, Aquarium, Bilderrahmen. Ja, das ist alles ganz nett, aber ich brauche da erst einmal so eine Bodenplatten oder irgend so. Da Fundament. Blei 2 Stück. Setzen wir mal ein Fundament. Setzen wir mal ein Fundament. Tun mal ein Blei her. Blei. Zack, zack. Und ein Titan haben wir. Bauen wir. Falle, bauen wir. Ist mir wurscht. Das bauen wir jetzt da irgendwo her. Das ist ein Mirsaki. Kein Fundament. Wieso kein Fundament? Verstehe nicht. Fundament, tun wir das. Was brauche ich da überhaupt? Brauche ich da das Konstruktionstool? Wenn du ein Base hast, dann mach da bitte ein Bett. Damit es wieder Tag ist. Fragment als erstes. Was für Fragment als erstes? Ich hab kein Fragment. Ich hab kein AI-Segment. Leute, schreibt mir bitte ganze Sätze. Bitte, ist es so schwierig, in ganzen Sätzen zu schreiben? Ich hab doch keine Ahnung, was ihr redet. Ich hab da 2 gemischte Chats. Ich hab gehört, du willst einfach 3 Wörter schreibst, denk mir so, I-Segment. I-Segment, AI-Segment. Was ist ein I-Segment? Das Ding da. I-förmiges Röhrensegment. Kannst du bitte ein I-förmiges Segment bauen, so ich schmecke, was ein I-Segment ist? Das ist ein Satz, der Ernst. Ich hab Besuch von Teufel. Wir bauen das! Machen wir so. Lassen wir das Ding hier. So. Ah ja, grüß Gott, ist schon mal einfacher. I-Segment, bauen. Wo baue ich das hin? Schwimmt das oder was ist mit dem? Das baue ich jetzt einfach mal da so her so. Und, wie kommt man da rein? Schaut voll scheiße aus. Das muss weiter... Na, los. Ah, baue es wieder hin. Dann eine Tür. Verstärkung, Luke. Oh, ich brauche eine Luke. Sehe ich das richtig? Vertikale Verbindung, Luke, Luke. Kann man die auch oben drauf bauen oder so? Ja, tatsächlich. Machen wir einen Einstieg da. Nein, das wollte ich nicht. Konstruieren. Oh Gott, der stickt gleich. Nochmal zurück. Haben wir kein Titan mehr oder so? Ja, wieso kann ich das nicht konstruieren? Verstehe ich nicht. Verstehe nicht. Konstruieren. Ach, ich brauche Quarz. Okay. Ja, verstehe schon. Verstehe schon. Das ist das Einzige, was ich im Spiel vielleicht ein bisschen ankreiden würde. Dann nehmen wir jetzt mal das Titan aus und das Wasser nehmen wir aus. Weil du irgendwie nicht so den Überblick hast, was in deinem Besitz ist und was nicht. So, Quarz, Kupfer, tun wir den Scheiß da ausleihen. Ja, das Titan nimmst du dann damit, weil es wurscht ist. So, machen wir so. Was geht's? Und dann bauen wir das Ding damit. Ja, okay. Unten wäre besser, würde ich sagen, da drückt kein Wasser rein. Logischerweise ist das richtig, aber das ist mir jetzt wurscht. So, jetzt passen wir auf. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Ach, da gibt's keinen Sauerstoff da drin. Das ist ja auch wieder... Ja, jetzt glaube ich, ja. Da kann man nicht so
So Schleicherl, Innenelemente, Bioreaktor, kompostiert organisches Material zur Energieerzeugung, ja, Leiter, sonstiges, ne, Innenmodule. Spind, Wandspind, Medikits, Communicator, Aquarium, Fabrikator. Solarzelle, da brauchen wir wieder Quarz. Ich hab so viel Quarz, hab ich doch gar nicht. Ja. Mit. So, man kann Quarz. Quarz ist aus! Ne? Da haben wir noch ein Quetzal. Ein wenig ein Quetzal! Da kannst du mal reinquatzen. Scheiße, jetzt habe ich 2 Fisch gefressen und ich will bloß einen fressen. Egal! Das dann nehmen wir auch mit. Schauen wir mal, was wir uns bauen. Das bauen wir da her. Da bauen wir ein Solarmodul. Bam, Alter. So, wo kann man das drauf bauen? Muss sich das der Sonne ausrichten oder wie sägen das? Ja, das bauen wir jetzt da frontal so auf. Bzzzt. Okay. Power restored. All primary systems online. Okay. Warte mal. I-Segment. Dann gehen wir wieder aus und bauen wir noch ein I-Segment. I-Segment! So. Bauen wir einfach mal so ein Rundding. Was brauchen wir da? Titan 2. Kommen wir doch nicht ein schönes Glassegment. L-Glassegment. Da will man halt ausschauen können. Was ist denn eine Verstärkung? Was tut eine Verstärkung? Ah, okay, dass man die Base tiefer bauen kann wahrscheinlich. Damit es nicht zusammendruckt, nehme ich an. T-Segment. Ja, passt ja nochmal hier so. Vielleicht können wir so Spinte einbauen, wo wir unsere Sachen einlagern können. Das war eigentlich schon mal nicht so verkehrt. Dazu gehen wir mal wieder ein. Das ist schön. Da, jetzt pass auf. Dann haben wir doch so Spinte, oder? Wandspind, Spind. Großer, freistehender Schrank. Kleine, an der Wand befestigte Lagereinheit. Der ist so groß. Und das Ding, oh, das ist schon größer. Ja, bauen wir so Wandeinheiten. Was kosten die? 2 Titan. Wie viele Titan haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir doch mal 3. Wie viel passt denn da rein? Wir werden sehen. 1. 2. Oh, jetzt können wir Space Music hören. Was geht's? Ah, jetzt kann man das auch benennen, Jahi. Die wären wir zwar nicht da, aber egal. So, wie viel geht jetzt da rein? Oh, die haben schon größer wie die Kisten, die draußen umeinander schwören. Ich nenne jetzt das einfach einmal Tier 1, Tier 2, das ist schon wieder asynchron da hingebaut, das gefällt mir schon wieder gar nicht, das ist nicht gleichmäßig. Und Tier 3 und ich glaube so die, weißt du schon, zum Beispiel ist Titan ist so Tier 1. Gold ist Tier 2, Gold und Silber ist Tier 2. Blei ebenfalls. Und Tier 1 ist so Zeug wie gut, Glas ist aus Quarz gemacht, das ist jetzt nicht so Dings. Genauso wie der Silikongummi, die etwas selteneren Dinge, dann kann ich mir das ein bisschen besser merken, wo was drin ist, glaube ich. So, sammeln wir mal unseren Schund ein. Ordnung muss sein, Kinder! Ordnung muss sein! Nichts mehr drin. Kann man die eigentlich nehmen? Pflanzenscheiß. Da noch Titan drin. Kann man das eigentlich Vorrat ansehen? Kann man die eigentlich wieder... Das spinnt noch mal. Kann man die nicht eigentlich wieder... nehmen oder so? Oh, stimmt. Blacksville, du hast absolut recht. Wir brauchen noch einen Spind für 800% Zusatzwert. Das wird der nächste dann. Ah ja. Da ist ein Haufen Zeigerin. Wunderschön. Und von da nehmen wir auch noch was mit. Zumindest die wertvollen Sachen. Und... Mein Gott, da muss man vielleicht schon echt gewaltig viel saufen. Das Ganze... War das Gold oder war das... Ja, tatsächlich Gold. Und das nehmen wir mit. So. Einen Base. So, nehmen wir das Tier 1 Klump.
ist der mal eine, Quarz der mal eine, Kupfer ist A Tier 1 und Salz ist A Tier 1. So. Gold war Tier 2. Und dann schaut doch das ganz gut aus. Die komischen Pflanzendinger da. Was wir dann auch noch brauchen, direkt da herin, weil sonst kriege ich einen Vogel. Das ist ein Fabrikator. Fabrikator. Gold, Tischkorallenprobe, Titan. Kriegen wir hin. Pass auf. Gold haben wir da eins. Titan haben wir. Ah, scheiße, wie viel Titan brauchen wir? Ein und eine Tischkorallenprobe, die kriegen wir von draußen. Und den Rest holen wir uns. Den Rest holen wir uns. Du hast das Messer hier, haust das zusammen. Nehmen wir 2 mit, das passt. Und dann düst man da rein und los geht's. Jetzt bei so. Nein, da wollt man nicht, da wollt man nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Feuerlöscher und die Fackeln lassen wir da herin. Wunderschön. Bauen wir uns einen sauberen Fabrikator da rein. Dann ist das unser neue Base und gut ist. Schmierstoff und Gummi ist eigentlich auch Tier 1. Fangt schon an, dass wir eigentlich nur so einen scheiß Spind brauchen da. Kruzifix. Baust dir mal noch einen. Haben wir Tier... Nein, haben wir da noch Tier 1. Was ist jetzt? Ich hab jetzt kein Titan mehr. Möchtest du mich jetzt nur noch verarschen? Kruzifix! Telefon blinkt wieder, da werden wir gleich reinlunzen. Jetzt bei so, dann bauen wir was anderes, dann bauen wir den Fabrikator. Ich weiß ja gar nicht, wo wir den hinbauen, den bauen wir, dass man sich da schön drehen kann. Den bauen wir da her. Wir brauchen Titan, das wird uns jetzt nichts helfen, dann werden wir Titan suchen müssen. Das wird uns jetzt nichts helfen, suchen wir einen Titanbürger. Da haben wir auch nicht mehr recht viel Energie, sehe ich gerade. Haben wir nicht irgendwelche Schrottteile, die da irgendwo umeinander liegen? Doch, da haben wir welche. Der soll abhauen! Ich bin schnell wie du. Abhauen! Haben wir da? Kalkstein. Schrottteile irgendwo. Die habe ich doch alle liegen lassen. Es gibt's ja nicht, dass da nichts. Da noch was zum Scannen vielleicht drin. Tatsächlich. Gibt's auch. Was Inventar voll? Mein Kruzifix nochmal. Was der man da jetzt nicht weg? Wasser und Fischi. Nein, nicht weg, du sollst das essen, du Idiot. So, passt. So, mag sich der Fisch jetzt da von mir verpissen? Das war eine geschmeidige Sache. Das Lager mit der Spinte ist dann das Tierheim. Sprengi, hast du heute einen totalen Schlaganfall oder was ist los? Sag ihm! So, jetzt bau das Ding. So, Fabrikator, wunderschön. Spind fertig bauen, schön. Und da haben wir Kupfer, Salz, Gummi, Schmieröl und Höhlenschwefel, der wir da auch rein. So, jetzt muss ich schnell was schauen. Der wir das da außer, Glas, was haben wir da? Salzablau, Glas, der wir da außer und dann Quarz, der wir da außer. Machen wir es so, Kupfer, damit das ein bisschen Ordnung hat. Ah, bisschen eine. Bisschen eine. So, Kupfer jetzt. So. Jetzt schaut das gut aus. Was kann man mit Metallschrott eigentlich machen? Muss ich das im Fabrikator herrichten? Ah ja. Seh schon. Du hast im Tier 2 ein Kupfer. Hab ich? Aber ich mich verdruckt habe, wahrscheinlich gemeint, das ist ein Gold. Ja, da hast du tatsächlich recht. Wunderschön. Schön aufpasst, wunderschön. So, aus dem machen wir noch schnell Gummi oder Schmierscheiß. Kann man die Pflanzen nicht zu irgendwas verarbeiten? Ah, da brauchen wir 2. Dreck! So, gut. What's the next plan? Wir haben jetzt da mal auf alle Fälle... Spind müssen wir noch umbenennen in Tier 1. Kann man da hoch 2 da? Ja, tatsächlich. Tier 1 hoch 2. Jetzt wird es schon wieder kompliziert. So, jetzt ab in die Seematte. Haben wir mir genug zum Essen, zum Trinken? Ja, für den Kurztrip glaube ich schon. So. Welcome aboard, Captain. Da haben wir mehr auf, da hinten müssen wir. Und jetzt ab die Düse, Alter. Wie schaut unser Inventar aus? Ganz brauchbar. Die komischen Pflanzen, die können wir abhauen lassen. Wenn es ist, jetzt düsen wir mal da hinten. So, mal Ost.
Ost. Was hat der andere geschrieben? Ost, Nordost. Ja, grob halt links von der Aurora. Da düsten wir jetzt einmal hindrehen. Schauen wir mal, ob wir so Kapseln finden. Halten Sie die Augen offen nach Kapseln und Dingen, die wir noch nicht entdeckt haben. Strahlung registriert! Warte mal, wir haben doch so einen Strahlenschutzhelm. So, Strahlenschutzanzug. Ja, passt. Und da ist das auch wieder so ein rotes Gras, oder was ist das? Ich seh's noch nicht. Das ist für mich einfach nur finster und sonst nichts. Fahren wir noch mal weiter weg, das hilft ja sowieso nicht. Was haben wir da gefunden? Da liegt was. Nein, das ist eine Röhre. Eine Röhre! Röhrig, weil ich der Röhrig bin. Das weiß doch jedes Kind. Da düsen wir jetzt einfach mal. Wir kommen ja mittlerweile 200 Meter tief. Irgendwas finden wir schon. So, jetzt beißen wir mal an. Wenn das nicht ein Schrotflinten ist... Ja, Oxygen Efficiency. Also der Laserschneiderfragment. Ja gut, kriegen wir ein bisschen Titan, können wir auch. Mehr Norden, schreibt jemand, dann fahren wir mal mehr Norden. Was ist das da vorne? Oh mein Gott, was ist das? Okay. Was ist das? Die Base. Was ist das da? Spezialausrüstung. Da haben wir da den Laserschneider, oder? Das ist ja schon wieder das nächste Biom, so wie mir das da anschaut. Da geht das Schwammerland. Da müssen wir wahrscheinlich... Ich hab was gesehen. Da hinten ist was. Da hinten ist was! Ich hab was gefunden! Gefundene, schneidende, rendende, hochladende! Was ist mit dem fetten Fisch, dass er sich abhauen? Ich fahr dir über den Haufen. Kann man dir was da? Ich weiß nicht. Ich hab was gefunden. Da tauchen wir jetzt gleich rein. Da haben wir was gefunden. PDA! Her mit dem Schund. Jawohl. Und jetzt schauen wir noch, ob wir mit dem Scanner noch was finden. Oh, PDA haben wir noch gefunden. Das nehmen wir natürlich auch mit. Haben wir da noch irgendwas? Gibt es da noch irgendwas zum Scannen oder so? Ich glaube nicht. Gibt es da aber nicht mehr? Oder vielleicht liegt draußen noch was rum? Schauen wir mal. Liegt da draußen noch... Da liegt noch was. Hab ich doch... Ja, da haben wir doch Ding. Noch PDA. Ah, der Fischi greift da! Fischi greift da! Was ist das da? Datenbox öffnen! Datenbox. Wo ist der Fischi? Au! Au! Mistviech! Geschissen. Ich blind die! Du... Mistviech. Da! Was haben wir jetzt gefunden? Oh, okay. Wir haben Zeug gefunden. Aufzeichnungen. Mir kommt nichts. Das haben wir schon gehabt. Jetzt schauen wir da. Rettungskapsel 6. Hat sich jetzt nicht irgendwie erweitert. Aber da haben wir was. Rettungskapsel 3. Achtung, zuhören. Das ist der Text, den er wahrscheinlich vorliest, der wir uns alle ein bisschen einbauen. Ich finde die Sachen richtig gut vertont. Muss man auch mal dazu sagen. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cellar rig to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Okay, da geht es um den Standard-Seegleiter, den man offensichtlich nur ausbauen kann. Rettungskapsel 6, Besatzungsaufzeichnung 1. Achtung! Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the route's irradiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Oh, there! I am not setting foot outside this light pod without proper protection. Don't worry. I'll go. Und die letzte Aufzeichnung. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. Geiler I was Engländer going to Dialekt. try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Explosion. Ja, das hat uns genau einen Scheißdreck gebracht.
Oh, leck, was ist denn das? Jetzt hab ich ihn einfach zusammengefunden. Ich hab ihn einfach wirklich zusammengefunden. Ja, okay. Und jetzt müssen wir mehr Teile suchen, oder wie sehe ich das? Ich weiß es auch nicht. Kinder, ich weiß es auch nicht. Jetzt steigen wir da mal aus, ich sehe da einen Haufen Zeug hängen. Das wir vielleicht brauchen können, vielleicht kann das was. Und irgendwas Neues können wir bauen, glaube ich. Und da müssen wir schauen dann. Da müssen wir lurren. Das ist echt cool gemacht. Da lässt der Seemotte da so stehen und die beleuchtet dann das Gebiet da. Das ist cool. Voll. Falsche Tauchermaske? Ja, aber da ist ja Radiation. Das ist ja auch nicht gut für uns. Heißt's. Die Frage ist, was gibt's jetzt da? Oh, da kann man wieder eintauchen. Schau hin. Da liegen bestimmt Teile umeinander. Jetzt machen wir das Licht aus, weil wir nehmen einfach unsere Taschenlampen mit. Wie tut man Taschenlampen? Jetzt pass auf. Taschenlampen, Batterie wechseln und dann so mal. Und dann? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Energiequelle wechseln. Ah, 0%, okay, bin schon steil. Wie macht man, kann man mit einem anderen Gerät nicht dann gleichzeitig da. Dann müssen wir so eine Dauer, hilft das nicht. Batterie. Jetzt der wir noch schnell einmal ein Lüfterl schnappen, probieren wir den anderen Helm nochmal. Anderer Helm funktioniert. Nein, Strahlung funktioniert nicht. Du deppert's Mistviech, los einmal jetzt. Wieso greifen die immer an? Anschläge. Tut sie fix. Fahren wir weg jetzt da. Oder uns jetzt der hingeschoben da. Fahren wir ein bisschen weiter weg da. Ah, ich seh die Tiere schon, die da umeinander leicht, da kommen wir schon rein. So, los geht's. Warte. Unten kommen wir nicht rein. Passing 100 meters. Was ist das? Ah, der schießt. Was schießt denn der? Das soll nicht schießen. Schießt was anderes, du Wichser. Abhauen. Da haben wir was zum Scannen. Bioreaktorfragment. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Ich glaube nicht, aber Titan schaut auch nicht. Schaut überhaupt nicht. Ein bisschen rundherum, da liegen gerne so Trümmer umeinander. Das habe ich schon gespannt. Kann man da reinschwimmen. Tatsächlich schön. Ah, da ist so eine Bioaufnahme. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Mauer oder was? Arschloch. Da kommen wir jetzt rein. Oben rein oder was? Seiten rein oder was? Wir kommen jetzt rein! Jetzt lassen sie mich halt rein da. Kriminalfeier. Da in den Schlitz rein. Ja, jetzt. Was? Was? Ja, Kim. Da stimmt aber was nicht, oder? Da ist natürlich, ich sehe natürlich die Tür da auf der anderen Seite, aber das kann ja jetzt aber nicht sein, dass ich da von da nicht reinkomme. Aber gut, dann muss irgendwo anders ein anderer Eingang sein, das gibt's ja nicht. Ja, mit oben um mich. Ist das da ein Eingang? Nö. Da ist ein Eingang. So, Seemotel, Luft schnappen. Da müssen wir auch bald Batterie wechseln von unserem Bzzzt. So, kurz Luft schnappen. Und wieder raus. Und los geht's. Braucht, wenn man, also in echt natürlich schon, das ist mir schon klar, braucht das Ding mehr Batterie, wenn ich es einschalte. Scannerraumfragment! Das ist das letzte Teil, was wir noch brauchen, oder? Geil! Oh, da liegt so viel Zeug umeinander, das muss ich einsammeln, ich kann nicht anders. Loot geil! Loot geiler Wichser! Da liegen noch ein paar so Teile umeinander. Was ist das da? Passing 100 meters. Ja, passing Oxygen 100. efficiency Jetzt fahr endlich in die Tier, ich weiß schon, der innere Monk eben. Oh, da geht's auch noch eine. Ja, schau her, haben wir durch Zufall ein anderes Ding entdeckt. Was haben wir da? Signal. Was haben wir mit denen hier? Wow, da kriege ich ein Wasser. Ist das ein verdammter Ernst? Kompositpflanztopf. Aha. Was auch immer der tut, aber vielleicht kann man Essen anbauen oder irgendwas. Das wäre natürlich schon schön. Batterie, Ladestation, Fragment, nehmen wir mit. So, was haben wir da? Kann man da wieder irgendwas reparieren? Weiß ich nicht. Das Ding ist auf alle Fälle kaputt.
Die Frage ist, ja gut, das ist dasselbe Eingang, wo wir schon waren. Jetzt kommt die schon wieder! Du Wichskind! Hau ab! Stich dir ab! Ja, weiß jetzt nicht so hundertprozentig, was wir tun. So, Alter, was ist? So, Alter, was ist? Jetzt müssen wir jetzt rausfahren, weil sonst erstickt man. Also, Bierger, Lehrstunde, Subnautica Nummer 1. Wenn du was scannst, was du schon hast, bekommst du Materialien, weiß ich. Nummer 2, drück mal, wenn du Controller am PC hast, Optionen und dann beide Schultertasten. Wer zur Hölle spielt mit Controller? Bist du vollkommen besoffen, Alter. Was ist mit dir? So, wie kommt man jetzt da rein? Irgendwie muss es einen Eingang geben, das gibt's ja nicht. Energiequelle wechseln, Batterien 0. Ja, scheiße, jetzt haben wir keinen. Was hab ich jetzt da? Hab ich jetzt was fallen lassen? Nein. Was haben wir da? Seemattenfragment. 2 Titan. Nehmen wir. Aber da haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht noch nicht haben. Was ist das? Das Scannerraumfragment haben wir schon. Ja, jetzt tun wir da nicht lange an, sondern tauchen wir in das Loch da jetzt rein. Irgendwie muss es ja gehen. Das gibt's ja nicht. Das ist genau meine Tauchtiefe, wo ich aktuell hinkomme und irgendwas muss da ja geben zum Tor. Ah ja. Passing 100 meters. Ja, Kruzifix! Oxygen efficiency decreased. Gefällt mir nicht. Dies da schaut so verdächtig aus da. Was, so, Mr. Aeroflex, was macht denn beide Schultertasten drücken? Ich hab keine Schultertasten. Da kann man aufmachen. Ich muss mir etwas sagen. Schau mal, ich find's aber cool. Ich find das cool, dass das nicht sofort weiß irgendwie blinkt und sondern du wirklich relativ genau hinzielen musst. Da haben wir irgendwas. Da haben wir irgendein Zeug zum... Da kann man doch mit Sicherheit reparieren. Oleg, was ist? Natural Selection Poster! Oleg, voll geil! Nimm ich mit! Versiegelte Tür. Aufschneiden zum Betreten. Das heißt, wir brauchen den Laserschneider. Gut. Ab nach Hause. Ab nach Hause, Laserschneider. Wo ist unser Seemotte? Außerdem brauchen wir Batterien. Wir brauchen ein Batterie-Lademodul. Müssen wir unsere Batterien aufladen. Ne? Das ist sonst umweltschädlich. Das ist nix. Laserschneider braucht Diamant. Der Laserschneider braucht einen Diamant, das ist richtig. Was ist der denn jetzt da? Müssen wir weiter umeinander gucken, das hilft nicht. Was haben wir denn im Inventar ist dabei mittlerweile? Das Natural Selection Poster 2, das ist essentiell wichtig. Schwammerlbiom auskundschaften. Ja. Also, ja, why not? Das sind bloß Seemottenteile. Da liegt halt überall ein Haufen Zeug umeinander. Ja, müssen wir da mal ein wenig tiefer tauchen. Da waren wir auch noch nicht so wirklich. Doch, da waren wir schon. Da geht's heim zu. Und Richtung Ost-Nordost ist Aurora irgendwo. Birger, was ist mit dem komischen Boot? Weiß ich nicht, was sind denn alle? Oleg, jetzt bin ich voll gesprungen mit dem Ding. Ja, dann fahren wir zu den Schwammerln rein. Weißt du jetzt auch nicht? Also die Sichtweite kann man schon ein bisschen aufdrehen. Da ist überall so Zeit. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Moment einmal. Machen wir so. Ja, Strahlung registriert, das ist natürlich nichts. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Schau, was da sonst noch so ist. Liegt da irgendwas umeinander? Liegt nichts umeinander. Ja, dann müssen wir mit der Seemotte fahren, das hilft nicht. So, eine ins Biom. Eine ins Biom, irgendwas finden wir schon. Schau dir das an. Schieß. Bisschen oh, da haben wir was gefunden. Das haben wir definitiv noch nicht. Das werden wir sofort erst scannen. Zyklop! Was auch immer der fucking Zyklop ist. Ich weiß es nicht. Oh, leck. Schau, oh, leck. Wie viele Brauteile brauchen wir noch? 3! Alter! Wir können her, bis halt da unter Wasser bleiben. Ist gar nicht so schlimm. Was sind denn das für Viecher da? Die scannen ich jetzt. Sind die Best? Schauen schon halbwegs friedlich aus. Lass mich die scannen. Quallenrochen. Psst. Einheimische Lebensform. Quallenrochen.
Tauchdog-Fragment. Ah, liegt der Krampf schon mal noch. Oh, genau das ist das, was ich meine. An das erinnert mich noch. Das fette Tauchdog da auf der linken Seite. Da kannst du dann mit der Seemotte andocken und die lässt sich dann auf und lauter sehen die Sachen. Ja, da findet man den geilen Scheiß. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Aber da müssen wir ein bisschen von oben so oben schauen, weil da sieht man ja irgendwie nichts. Boah, was ist das? Was ist das? Was in Gottes Namen ist das? Was tut das? Was kann das? Ich schwimme mal rein. Was kann das? Was ist das? Das ist irgendein Trümmerteil. Was ist das? Da hab ich was gefunden. Wo ist mein Seemotte wieder hin? Da ist. Ja. Weiß ich nicht, habe ich Angst davor, ich schwimme wieder davon. Ich schwimme wieder davon. Weil wir kommen ja 200 Meter tief, kommen wir ja, gell? Kriegen wir schon. Was ist da alles los? Rückkopf steht! Verbittet! Au! Links wird nicht ab! Verbittet zu der Insel, da gibt's neue Mats inklusive Diamanten in den Raum, dass du mal mehr Olatz hast in der Base Richtung NEW Mittiger FDE Wolker Zürich. Alter, was schreibt's ihr für einen Scheiß zusammen? Ich sag das jetzt freiwillig, wie es ist, ich hab keine Ahnung, was du möchtest von mir. Außer, dass ich auf irgendeine Insel fahren soll. An den Rest weiß ich nicht. Da haben wir halt, die hab ich übersehen, mir ist wieder ein Euro. Lies mal deine Donos. Dann der wir 2 Stunden nichts anderes wie Donos lesen. Hier mit einem Scheiß dabei! Kruzifix! So, Leute, jetzt ziehen wir uns jetzt mit da oben. Au! Kruzifix, genau das passiert dann! Bürger FZ, Uri, Insel, ABC, Diamant, was? Da, ich fahr jetzt durch die Schwammerl durch! Lass mich jetzt durch die Schwammerl fahren! Kruzifix nochmal! Da hab ich was gefunden. Oh, es war auf alle Fälle kein Diamant. Vorzug ist jetzt nochmal. Ember the Shark, bau unbedingt mehr Solarmodule, mehr Gesamtenergie plus schnellere Erzeugung, essentiell für die Ladestation von deinen Batterien. Okay. Merci dir. Uzi, merci wieder noch dein Mama oder Schwammalbiom, das können wir auskommen. Aeroflex, lies mal meine Spenden. Ihr hört es auch nicht auf, wenn ich es einfach nicht lese, gell? Das ist so, ich weiß es auch nicht. Ich bin nochmal wieder da. Pro-Tipp, schließ einen Controller an. Nein! Nein, schließ keinen Controller an! Und drück im Optionsmenü nicht dein PDA, beide Schultertasten. Das muss doch mit der Dings auch gehen. Das muss doch auch so auch gehen. Jetzt ist die Motten kaputt. Nein, der schlag euch alle. So schaut's aus. Wo ist mein Reparaturgerät? Gib Reparaturgerät. Kruzifix nochmal. Der Fischi hat einfach kaputt gemacht. So, nochmal jetzt. Fahr mal von deinem Livepod aus Richtung 2 links von SW. Das habe ich sauber gelesen, Mr. Bum-Bum-Fisch. Merci, Andi. Der Jacques Cousteau klopft bei dir. Ja, ich glaube auch, das ist der Jacques Cousteau Gedächtnisfahrt. So schaut's aus. So, Rotkopfsteffen, vor der Insel. Da gibt es neue Mats inklusive Diamant und den Raum, dass du mal mehr Olatz Platz wahrscheinlich hast in der Base. Richtung NW, mittig, Nord-Nordwest. AFD Wolker Zürich, also auf die Wolken zu. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt einmal heim, laden wir unseren Scheiß aus und fahren wir in die Richtung dieser Insel. Okay? So. Na, fahr nach Westen an die Steilwand, da gibt's auch Diamanten. Von da aus nach Westen, ihr nervt's mich nicht. Drück mal Escape und speichert einmal. So, haben wir gespeichert. Bitte warten. Ich bin Pro-Gamer, ich muss nicht speichern. So, währenddessen können wir natürlich da noch ein bisschen am Boden runterluren. Nicht, dass wir auf dem Weg da noch irgendwas übersehen. Wer weiß das schon? Düsen, oder? Ich war unter 200 Meter und dann ist... Ja gut, das macht natürlich Sinn, dass die Motten dann kaputt geht, wenn ich unter 200 Meter bin. Das ist eh klar. Links von dir müsst sein. Leute daher jetzt nur drauf. Ich fahr jetzt daheim, liefert mein Klump ab. Nimm sicher die Sachen da noch schnell mit. Das muss wertvoll sein, weil da so komische Spike-Pflanzen ist. Sag ich doch. Nein, nicht im Inventar voll. Ja, halt einmal. Sag ich doch. Da wenn so Spike-Pflanzen daneben ist, dann muss der Stor wertvoll sein. Gibt's nicht anders. Das gibt's eben nicht anders. So, ab nach Hause düsen. Was ist das Gelbe am Schwammerl? Weiß ich nicht. Alter. Haben wir da noch irgendwas? Oh, das schaut aus, als hätten wir es noch. Das schaut aus, das zeigt schon aus, als hätten wir es noch nicht gehabt. Was haben wir da? Das Generalfragment? Ich glaube, haben wir schon gehabt. Ja, scheiße.
Scannerraum ist schon komplett. Haben wir da sonst irgendwas Tolles? Waren wir da? Wahrscheinlich waren wir an dem Schrotthaufen da schon einmal, aber das ist mir jetzt wurscht. Sieger ist Sieger. Hergeschenkt wird nichts. Batterien aufladen und den ganzen Scheiß. So. Wo geht's heim, Zürich? Da geht's heim, Zürich. Los geht's. Du hast das Gold flackern lassen. Verdammt. Ich hab quasi... Ich hab einfach mein Titan wieder eingesammelt. Ja, Pro-Gamer, Alter. Ich bin Pro-Gamer, ich brauch kein Gold. Außerdem haben wir 5 daheim. Ich hab jetzt keine Zeit für den Scheiß. Heim zu spätestens. Ja, freilich ist schon wieder 20 nach 9. Du kannst mich mit am Arsch lecken. Wie schnell vergeht denn die Zeit in dem Spiel? Was soll denn das, Alter? Und nix zerrissen. Also nix. Ja gut, wir haben einen Schwammerl gesehen. Und ein lila Biom. Und eine kleine Base gebaut. Und eine Rettungskapsel gefunden. Also ein bisschen was ist schon gegangen. Aber das ist ein leck mir am Arsch. Weißt? Leck mir am Arsch. Ich brauche einen Laserschneider. So. Du hast gleich mal noch ein Solarmodul auf. Bauen wir gleich noch eins auf. So. Quarz, Titan, Kupfer jetzt. Haben wir wieder nichts dabei, oder was? Ja, müssen wir reinschauen. Müssen wir reinschauen. Hilft uns nichts. Welcome aboard, Captain. So. Batteriestation. Batterieladestation, wo? Was haben wir da? Ein Scannerraum. Boah, den bauen wir. Warte, den bauen wir. Grüßen wir mal was? So. Scannerraum. So, wo der mal einen Scannerraum hin? Machen wir so. Ja. Wieso kann ich den dann nicht hinbauen? Wie muss man den hinbauen? Wir kommen was. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir kommen Sachen dran. Ah, Mausrad. Ah, 18. Da war Titan 4, Kupfererz, Gold. Alter, haben wir alles da? Bauen wir mal das Titan rein, dann brauchen wir 2 Kupfer. Kupfer haben wir, Gold. Gold haben wir keinen, sondern eine Tischkorallenprobe. Tischkorallen haben da drin. Den nehmen wir. Gold ist hier 2. Das nehmen wir da. Da hätten wir jetzt natürlich das eine brauchen können. Was ist jetzt da? Zieht das um jetzt, du Trottel. Und dann können wir das von herin auch bauen. Nein, können wir nicht. So, da gehst du her und weiterbauen. Schauen wir mal, was der Scannerraum kann. Hey, was weiß ich? -1 zur Hüllenstärke der Basis addiert nun bei +6. Was? Warum? Oh. Oh, der hängt ein wenig schwammig in der Luft. Hoppala! Ja, das kriegen wir schon. So, was haben wir jetzt da? Alter. Den Scannerraum, den kenne ich nicht. Was haben wir da? Scannerraum, Erweiterungsmodule. Fabrikator. Kameradrohne. Scannerraum, Sichtfeld, Chip, Magnetit. Scannerraum, Reichweitenmodul. Scannerraum, Beschleunigungs... What? Oh. Fragmente. Kamerastopp. Alter, wie geil ist denn... Alter, wie cool ist denn das? Muss ich da irgendwo andocken oder wie benutze ich, um zwischen Kameras zu wechseln? Kamera 1, 2. Ich hab keine Kamera mehr. Was passiert da? Das ist ja voll geil. Kamera 2. Fährt die selbstständig umeinander oder was? Na, der Fisch hat's gefressen! Du Wichser! Alter, das ist ja voll cool. Das Modul kenne ich nicht. Also das hat's damals einfach noch nicht gegeben. Keine Ahnung. Kann ich jetzt da, muss ich da irgendwie andocken oder wie laden sie die wieder auf oder wie läuft das? Wie läuft das? Jetzt drücken wir mal auf Blei. Ich nehme mal an, dass der Punkt da sind wir mir. Oder was? Was zur Hölle, Alter? I don't get it. Scannen dauert. Ja, ich gehe schon davon aus, dass das ein bisschen dauert, aber gut. Ist ja wurscht, währenddessen bauen wir mir eine Batterieladestation. Batterieladestation! Oh, so. Was haben wir da für Utensilien? Batterieladestation.
So, wo bauen wir die hin? Die bauen wir direkt da so her. Einfach, weil wir es kennen. Oh, da brauchen wir einen Kabelsatz. Kupferdraht und Titan. Okay. Scheiße, aus was bauen wir einen Kabelsatz gleich wieder? Ultra gleitfähige Schwimmflossen. Oh, da brauchen wir Lithium, sonst haben wir auch noch gar nicht. Haben wir so viel Zeit zum Tor, das ist ein Wahnsinn, ich bin total überfordert. Scheiße, was haben wir braucht? Kabelsatz brauchen wir 2-mal Silber. Gibst du mal 2-mal Silber? Wieso kann ich das jetzt eigentlich nicht mehr? Ah, Rechtsklick. 2-mal Silber. Dann machst du mal den Kabelsatz. Machst mir mal einen Kabelsatzle. Kabelsatz. Solarmodul noch fertig bauen. Oh, habe ich das unten noch nicht fertig gemacht? Hätte ich vergessen. Hätte ich spätestens gespannt, wenn ich Energie brauche. Dann brauchen wir... Momental. Wo ist jetzt? Da, das brauche ich. Kupferdraht und Titan. Hoppala. Brauchen wir Kupfer. Das ist Tier 1. Und Titan haben wir. Kupferdraht. So. Energie 3 von 75. Okay. Haben wir mit sowas wie Batterien? Ja, okay. Verstehe schon. Verstehe schon. Brauchen wir mehr Solarmodule. Was haben wir für Solarmodul braucht? So. Solarmodul, Titan, Kupfererz und Quarz. Und nehmen wir 1, 2, 3, 4 Kupfererz. Und wo haben wir ein Quarz? 1, 2, 3, 4 Kupfer. Dingsbums. So, dann Affizin. Und bauen das Ding. Hopp. Es ist Nacht. Oh ja, stimmt, es ist Nacht. Trotzdem schon zwei Solarmodule nicht. Was kann der Bioreaktor? Schauen wir doch mal, was treibt der denn so in seiner Freizeit? Bioreaktor, Kabelsatz, Schmierstoff, den hätten wir auch bauen können. Wo kommt der hin? Muss man den innen bauen? Weiß ich nicht. Da müssen wir brauchen jetzt mal sowas wie einen Raum oder so. Basisenergieversorgung wiederhergestellt. Wie geht denn das? Aber jetzt schon wieder Power aufgehört. restored. All primary systems online. Er scannt heute einfach immer noch. Für den Reaktor brauchst du erst noch einen Raum. Ja, dachte ich mir fast. Und wir können es einmal probieren. Ja, der ist riesengroß. Also der passt halt da nirgends einer. Da brauchen wir mal einen anständigen Raum. Haben wir wieder mal... Ja, das Tauchdock war halt der Wahnsinn. Wie viele Teile brauchen wir da noch? Wahrscheinlich 1, glaube ich, brauchen wir noch. Ja gut, es ist ja vollkommen Banane. Jetzt passen wir auf. Jetzt gehen wir mal da her. Und dann stecken wir mal da Batterien rein. Weil, why not? Dann der wir das Teil her. Batterie wechseln, keine Energiequelle. Batterieladestation benutzen. Wie lange dauern die so zum Aufladen? 2. Die Räume kannst du übereinander bauen und damit größer machen. Ja, aber ich habe ja nur so IL-Module und so weiter. Die wird man nicht übereinander bauen können, nehme ich mal an. Desto mehr Solar, desto mehr Energiespeicher hast du. Ach, mein Solar ist quasi. Jetzt pass mal auf, das kommt erstmal das Wichtigste. Na, wo müssen wir das bauen? Wo bauen wir das hin? Das ist voll riesengroß, Alter. Das bauen wir in den Scannerraum, hängen wir es rein. Da hängen wir in den Scannerraum jetzt rein. So, damit nichts passiert. Das Wichtigste, Natural Selection 2, gutes Spiel. Flossen kann man noch bauen. Was zum Dringen kann man langsam auch mal wieder bauen. Flossen bauen. Da brauchen wir Diamanten, soweit sind wir noch nicht. Das machen wir jetzt dann kleiner. 2 Silikongummi. Ach, fucking Lithium, wir haben noch kein Lithium. Ja, gut. Dann darf ich fast sagen, gehen wir uns was zum Essen und zum Trinken holen. Das hilft ja sowieso nicht. Röhrenkorallenprobe, wo das gleich wieder her ist, weiß ich nicht. Haben wir mir nicht 5000 sicher nicht gehabt irgendwo? Ne. Macht den Scanner aus. Aber mich würde ja interessieren, wie er funktioniert. Kreaturenei, Fragmente, Höhlenschwefel, Kalksteinbrocken, Pirscherzahn. Mich würde ja interessieren, wie der funktioniert. Aber ist ja wurscht.
Ist wurscht. Hauptsache das Ding steht einmal. Was sagen unsere Batterien? Das ist ja cool, da ist sogar direkt eine Anzeige dort. Da 19%, 19%. Hab ich irgendwo, jetzt passen wir auf, habe ich doch da das Ding. Wenn ich da auf R drücke, haben wir noch 89%. Wenn ich auf das Ding drücke, da ist keine Energiequelle drin. Der hat noch 75% und der Scanner geht immer. Ja, okay, dann verteilen wir unser Graffi wieder da rein. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Blei ist Tier 2. Und Blei Tier 2. Und da ist das andere Graffi drin. Machen wir Quarz, Quarz. Quarzimec, Quarz, Quarz. Ja, ist schon wieder ein bisschen durcheinander, aber ist nicht schlimm. Machen wir so, 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 so. Schaut ganz gut aus. Dann warten wir, bis die Batterien aufgeladen sind. Da gehen wir ihm noch ein bisschen. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Das wird nicht schon, wenn wir uns da nur 1, 2, 3, 4 bauen. Und ein paar Fische fangen. Hey Fischi! Irgendjemand frisst meine Kamera da unten. Ich hab's genau gesehen. Da, Fischi, wir brauchen Fischis. Was zum Essen. Blasenfisch zum Wasser machen. Was ist das da? Das ist das Klar. Vielleicht finden wir ja so noch. Warte mal, kann man die Dinger da nicht? Riesenröhrenkoralle, kann man die nicht abbringen? Warte mal, muss ich schnell was austesten. Ja, nehmen wir auch mit 4 mit. Passt. So, Fische fangen. Da schwimmt einer, ich sehe ihn genau. Da schwimmt einer, ich sehe ihn genau. Da ist er. Da, eingefangen. Da haben noch 2. Oh, Fischi, Fischi. Oh. So. Fischi! Fischi, Fischi! Oh, mehrere Fischis auf dem Nachhauseweg werden die Fischis eingesammelt. Da ist er. Da ist er! Da geht's alle her. So, machen wir uns ein wenig Futter. Gekochte Nahrung. Schau nach rechts, ist ja mal eine super Positionangabe. Springe. Fünf Nase! Das, was du scannen lässt, zeigt dir als roten Punkt in der Nähe von deinem Aufenthalt an. Aber nur auf der Karten, oder? Das heißt, stell dir auf dein Live-Pod, schau nach rechts. Fahr zu der Nebelwand. Okay, das kriege ich hin. Verbitte zu der Insel gibt's, ja, da werden wir nachschauen. Obi, liebster Bierger mit 800% Zusatzwert ist die Donation 8 Euro wert. Welch ein Glück gibt's einen Döner-Teller und eine Cola. Ja, mit 20% Inflation sind es sogar 10 Euro. Danke dir. Mit dem Chip, den du craften kannst, siehst dann die gescannten Sachen im HUD. Ah ja, das wollte ich wissen. Und in der Kamera. Hab gerade einen großen Nachtfalter gerettet. Was für ein Viech. Ich jetzt auch gerettet, ja. So, frage mal was zum Essen. Ich hab doch da gerade Sachen zum Essen gemacht. Wasser, Fischi, Fischi, Fischi. So. Batterie bauen. Wieso kannst du keine Batterie bauen? Wo? Batterie wo? Batterie, brauchen wir Kupfererz. Kupfererz, du hast einmal noch 2 Kupfererzerl her, bauen wir mal 2 Batterien. Je mehr Batterien, desto gut. Und dann fahren wir in Richtung der Nebelwand und schauen wir, was da los ist. Da bin ich jetzt noch sauber gespannt drauf, das sagt er. Wasser, der haben wir noch Wasser machen. Sehr gut. Und, ja, kochst halt noch an, weil es wurscht ist. Und dann da ich vorschlagen, bauen wir uns da vielleicht sogar noch schnell so ein Medikit-Ding. Oh nein, der ist zu teuer. Der ist mir zu teuer, da fahren wir schnell in unseren Live-Bot, da müssen wir sowieso hin. Live-Bot. Ja. So, Mr. Live-Bot, servus, grüß Gott. Tust du mal, wo ist ein Medikit? Da ist ein Medikit, das pflanzen wir uns ein. Wunderbar, wundervoll. So, jetzt mir Gaff. Gehen wir mal da raus. So, rechts in die Nebelwand. Ist das besagte Nebelwand? Sehe ich das? Da ist nur eine Nebelwand. Nebelwand wo? Wo ist rechts? Leid, wo? Ja. Woher weißt jetzt du, dass es die Nebelwand ist und nicht die?
Die eine ist links davor, die andere. Geh erst einmal zur Nebelwand im Norden. Also zu der da. Okay, das kriegen wir hin. Ab in die Seemotte, brauche ich da die Seemotte? Ich glaube schon. Eintauchen. Zack. So, dann nimmst du mal das Ding da. Upp, Energiequelle wechseln. Zack. Brauchen wir sonst irgendeine Energiequelle? Nein, die Batterien sollen sich einfach da geschmeidig aufladen. Das passt. Dann ab in die Seemotte und los geht's. Ab in die Seemotte. Wo ist die Seemotte? Motte! Welcome aboard, Captain. Macht schon Spaß mit dem Ding zum Fahren. Fisch zusammengefahren. Dunk. So, volle Düse. So, volle Düse. Volles Gedüse. Mit der wir so ein bisschen nach unten schauen. Nicht, dass wir da vor mir eine Rettungskapsel sehen oder irgend sowas. So, da ist der Fisch ist zu fett, den fahren wir nicht über den. Da darf man auch schon einmal gewesen sein. Habe ich ganz stark das. Haben wir da schon? Die Rettungskapsel 3, die haben wir schon, gell? Haben wir die schon? Schau bloß grob ein, ja, haben wir schon. So, ab nach Norden. Durch den Seetang. So, los geht's. Miau. Miau. So, was kommt jetzt da wieder für ein Biom? Haben wir ein paar Blasenfische halt zusammen? Schau noch in deinen Kommunikator rein. Oh, hier ist das, habe ich übersehen. Oh mein Gott, was kommt denn da? Nein, den haben wir schon gehabt. Haben wir schon gehabt, kenne ich schon. Tut uns nichts. Haben wir da schon überall, ich weiß nicht. Schreit irgendwas ganz. Oh! And all of a sudden a wild isle appeared. Haben wir da irgendwas? Nicht, dass jetzt da irgendwo. Mal. Haben ja überall ein paar so Trümmerteile und was weiß ich. Who knows? Who knows? Ja, die Dinger da abbauen waren natürlich einmal geil. Da fällt mit Sicherheit voll der geile Scheiß. Oh mein Gott, geht's da weit oben. Oh, um Himmels Willen geht's da weit. Was hab ich jetzt da für ein Funkding? Mal aufgefahren. Wo kann ich da an Land gehen? Oh, da hinten schaut's gut aus. Alter, geht's da weit oben. Oh mein Gott, geht's da weit oben. Was ist denn das? Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Das hat sie wegbeamt, das tut mir sicher weg. Wieso können sie Fisch beamen, oder was? So, Seemotte. Aussteigen. Was in Gottes Namen bist du? Ich hab harte Half-Life. Was bist du? Ich stich die ab. Ich stich die ab. Oder ich scanne die erst einmal. Nein, erst scanne ich die und dann stich ich die ab. Komm her. Der Höhlenkrabbler. Okay. So, wo gibt's jetzt da, wie soll ich sagen? Gern mir die was, ich habe ja keine Ahnung. Kann man da Sachen abbauen oder? Ah. Knollenbaum! Einheimische Lebensform, der Knollenbaum ist auch dabei. Oh, ich bin der Knollenbaum und ich bin auch dabei. Kann man nicht, brauchen wir eine Taschenlampe. Ah, da haben Ressourcen an der Wand. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Wenn jetzt das nicht die versprochenen Diamanten sind, dann wird es zum Zuhören. Oh, Lithium. Was haben wir da? Schaut auf. Schiefer Aufschluss zerbrechen. Ah! Du Mistarschloch! Die ganze Zeit. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Diamond! Bitch! Her mit dem Schund! Lithium! Jawohl! Gute Insel. Sehr gute Insel. Gibt's da noch mehr? Wenn wir die ganze Insel wird abgerost. Abfärben Gipfel! Also die Frage, wie wir da raufkommen, weiß ich nicht. Boah, da ist eine unterirdische Lagune. Schau hin. Fancy. Fancy. Wartet jetzt da drin der absolute Todesfisch auf mich? Oder die?
Boah, leck, bin ich jetzt erschrocken. Was war denn das jetzt, Kruzifix nochmal? Jetzt hat sich Spey fast aufgehängt. Ich hab mir gefressen oder irgendein Mist. Grutze. Alter. Was ist da los? Brudi, was ist da? Brudi, was ist da los? Haben das Ressourcen da, oder? Nö. Brudi, was ist da los? Ah, der Höhlenkrabbler kann ja so auch unter Wasser miteinander krabbeln. Das ist interessant. Gibt's da was? Ich weiß, du findest auch die ganze Zeit was Neues und das erste Mal seit langer Zeit, eigentlich seit Elden Ring, habe ich so das Gefühl so mit, ich will alles entdecken. Ich will es sehen. Ich will es sehen jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinschwimmen soll. Da ist irgendwas lila, ich sehe es genau. Dann schwimmen wir wieder raus, aber sonst finde ich nie wieder heim. Was ist das? Violette Tafel. Okay. Ich verstehe nicht. Ich schwimme wieder heim, glaube ich. Gibt's mit das Ding? Ich glaube, das wird man nicht sein. Ich habe jetzt da nirgendwo irgendwelche Ressourcenablagerungen gesehen. Unter Wasser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen düsten wir jetzt da wieder auf und erforschen die Insel, wo wir gerade unseren ersten Diamanten gefunden haben. So schaut's aus, jetzt kann man aufgehen. Oh, los geht's. Oh, auf Shift kann man sprinten. Das hätte man auch früher eifern können. Ne? Da gibt's auch nichts. So schlecht sind wir nicht beieinander. Das war Zitat 2022. Na, so schlecht sind wir nicht beieinander. Da ist was. Hab's genau gesehen. Manchmal kriege ich ein bisschen einen Schlaganfall, wenn ich in das Wasser einspringe und wieder rauskomme. Ich schwimme in der Erde umeinander. Da merkt man genau, dass das Spiel eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass man an Land umeinander rennt. Also müssen wir mal schauen. So, ich sag, ich stich euch alle ab, ihr Wichser. Ja, hat's dich schon. Oh, du Wichskind. Ja, jetzt bist du hier. Was tust du jetzt? Wieso kann ich den nicht fressen? Das ist einfach ein Riesengrad. Nein, jetzt wird's dann voll finster. Nein, hau bloß ab, Alter. Hau bloß ab. Kann man eigentlich unendlich sprinten? Ja. Da liegt was. Nehmen wir mit. Alles, was da umeinander liegt, nehmen wir mit. Bist du heraus dann, den ich phasen? Das, was da hinten sich wieder umeinander teleportiert, macht mir weniger Angst als diese Glory Holes in den Baum da drin. Oh, Knollenbau. Haben wir jetzt einen Halo oder was haben wir? Was hab ich jetzt da oben gehauen? Was ist denn das da? Eine Knollenbaumprobe. Hey, geil, die kann man fressen. Ja, voll geil. Die zünden wir uns ein. Easy! Jetzt müssen wir einen Weg leichten, weil sonst... Achso, sprinten und leichten geht natürlich nicht. Okay, ich verstehe. Ich mag überhaupt nicht wissen, was sie da umeinander beamt. Ich werde jetzt auch nicht mehr nachschauen. Ich mag auf den Gipfel werfen. Irgendwie wird man... Na, und jetzt mag ich in das Raumschiff da um. Was passiert denn jetzt? What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? What? Ich bin mir nicht sicher, ob da eine gibt. Schon die zweite violette Tafel. I have a very, very bad feeling about... Da ist nochmal so... I have a very bad feeling about this. Wo zur Hölle sind wir? Was zur Hölle passiert da? Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Ja, das ist echt schön für euch. Was, stirb ich da jetzt oder... Was? Auf einmal spielen wir Unreal.
irgendeine Mischung zwischen Halo, Quake und Unreal. Was zur... Unknown language. Attempting translation. Speichern ist einmal eine gute Idee, das ist richtig. Spielt schon speichern. Das ist Grüns. Ionenwürfel? Okay. Okay. Wir haben mal irgendwas eingesammelt. Fremde Daten, Daten aus Konsolen, Datenkonsole. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbaren Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es, eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Wahrscheinlich haben die fremden Wesen in diese... Jetzt weiß ich auch, was sie da umeinander beamt. Was beamt sie denn da umeinander? Beamen sie da Aliens umeinander? You serious? Wahrscheinlich haben die fremden Wesen, die diese Technik entworfen haben, sensorische Fähigkeiten oder einen sensorischen Apparat genetisch entwickelt, um die von dem Gerät ausgestrahlten Informationen zu hören, zu verstehen und zurückkommunizieren. Beurteilung, weitere Untersuchungen erforderlich. Okay, okay. Also wir haben da auf Aliens gestoßen. Okay, das, sag jetzt, wie es ist, kam unerwartet. Jetzt habe ich so einen Ionenwürfel im Inventar. Aber was kann der? Fremde Energiequelle mit hoher Kapazität. Alter, der ist ja voll imbar. Das kann ich mit dem kann ich heute noch nichts tun. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Okay. Das ist auch cool. Da hinten ist noch so eine komische Kartenkonsole. Jetzt aber mit das Ding. Oh, da ist noch einer. Ich weiß nicht, für was die Ionenwürfel sind, aber wir nehmen es einmal mit. Sicher ist sicher. Unknown language. Attempting translation. Scannen. Kann man da überhaupt irgendwas scannen? Ich sehe keine Objekte, die scannbar aussehen. Also so. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Mag ich da rausschwimmen? Alter, was zur verfickten Hölle passiert hier? Ich schwimme da nicht aus. Hau das ab mit dem Scheiß, ich muss heim! Ab! So. Alter, wo zur Hölle sind wir mit da? Kreislauftauchgerät ohne? Kreislauftauchgerät. Dann geht's besser, gell? Haben wir kein, da ist jetzt kein... Ja, versteh schon. Ja, das ist gut. Leute, chillt mal, ich komm gerade überhaupt nicht klar. Obi, liebste Bier mit Nein, das habe ich noch gelesen. Toxygen! Danke für deine How-Tos, Fleischbotzen und Bumsgeil. ist ein geiler Wunsch. Das ist das erste Mal, dass ich so einen schönen Wunsch kriege. Oder? Bumsgeil. Toxin, merci für den Zwickel. Dann habe ich eine unfassbar gute Nachricht für dich. Am Sonntag kommt ein neues Video, das sich auch mit dem Thema befasst. Oh, Freunde der Sonne, da werde ich hoffentlich, also, und ich glaube ja, weil manche von euch haben ja Moinkballs auch und so weiter. Was ist denn das jetzt wieder, Alter? Fremdartiges Gewehr. Wieso kann ich das nicht haben? Ich will es haben. Ich will es haben. Was da es gibt. Die Chemiker, der finde ich nie wieder raus. Fremder Bogen. Aber man kann den ganzen Raum scannen. Wir haben jetzt bei Stargate.
Also ich lese da jetzt nicht jedes einzelne Ding da jetzt durch. Das tue ich, außer ihr wollt es unbedingt wissen. Was ist das da? Nivea-Aktien steigen am Sonntag nicht. Ein bisschen eine Nivea-Aktie muss immer sein in jedem Video. Aber wie ich das erste Mal gemacht habe, oh, neue Ionenwürfel. Es war eine absolutäre... Scannen wir mal die Ionenwürfel. Schaut wahrscheinlich auch nicht. Es war eine absolute Offenbarung. Alles... Selbstscan ist auch schon lang verfügbar. Das habt ihr letztes Mal schon gesagt. Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Das haben wir doch letztes Mal schon gemacht. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Aber ja, Achtung, Trivia. Oh, da ist also ein Kartending. Die haben wir da jetzt ausgenommen. Ich weiß es nicht. Wo zur Hölle haben wir mir? Ich wollte schnorkeln! Was ist das wieder? Ach, der Weltenvernichter. Super, dass der so lustig zuckt. Da freue ich mich. Schön. So, wir können jetzt da aussehen. Mit da auf. Muss jetzt die Karten da wieder unten einstecken, oder? Nein, muss ich Scans indicate the facility's control room. Control Lies room. beyond this doorway. Okay. Kraftfeld. Einfügen. Das Selbstscan wird später noch sehr wichtig, okay. Muss ich mich daran gewohnen, den öfter auszuführen. Das ist also der Kontrollraum. Wo zur Hölle, was passiert da? Autschen. The control panel is broadcasting a message. Translation reads, "Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine." Okay. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Standorte der fremden Einrichtungen. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Jetzt passen wir auf. Standorte der fremden Einrichtungen. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung. Tiefe 800 Meter. Standort Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilienvorkommen. Südwestlich der Vollstreckungsplattform. Wärmekraftwerk. Reservat A. Reservat Alter. Okay. Dezente Corona-Vibes. Ja. Verspüre ich auch. Bloß wird sich da irgendwie besser kümmert wie bei uns. Verstehe ich nicht. So, jetzt ist die Frage, was haben wir? Schubkanone, Strahlenanzug, haben wir alles gelesen? Wie bringt man das weg? Basis, sagen wir, Pflanzen und Töpfe, Scannerraum. Haben wir alles, Energie, Bioreaktor, Fahrzeuge, Seematte, Zyklop. Der Zyklop wird auch nochmal wichtig, glaube ich. Das ist nur fettes U-Boot. Der Weltenvernichter. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Ja, glücklicherweise. Schema der Vollstreckungsplattform. Baumaterial, Energie, Grundriss und so weiter. Wir haben jetzt da in der Vollstreckungsplattform. Okay, das ist halt wichtig zum Wissen. Fremder Bogen. Zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendungen fortgeschrittenes. Ja, die haben sich schon was denkt dabei. Die haben sie sogar ordentlich was denkt dabei. Die Frage ist jetzt, was der wir jetzt? Ich komme da nie wieder raus. Wir kommen jetzt da jemals wieder raus. Muss jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen, bist du besoffen? Wie gesagt, die Story ist der Hammer. Ja, glaube ich, dass sie, wenn sie wieder was... Ich finde da allein schon eigentlich ganz geil, dieses Trivia, das letztes Mal jemand geschrieben hat. Von wegen...
Natural Selection ist ein anderes Spiel, das ist leider sehr unbekannt. Hängt mit dem Universum da zusammen. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt haben wir sogar noch ein Poster davon gefunden. Und diese Infektionen, die du da hast, ist das gleiche, was diese Aliens in Natural Selection da umeinander verteilen. Ja, finde ich eine coole Geschichte. Eigentlich. Wo ist der rausgegangen? Irgendwo ist der rausgegangen. Ab auf 800 Meter Tiefe und heilen. Da werden wir noch eine Zeit brauchen, glaube ich. Aber es dürstet mich sehr, das zum Singen. Also wenn wir das bis zur Sommerpause nicht schaffen, und ich glaube, wir werden es nicht schaffen, weil es kommt Stray noch da zusätzlich und recht viele Streams haben wir nicht mehr vor der Sommerpause, dann werde ich mir das wahrscheinlich in der Sommerpause einverleiben. Weil das Spiel hat mich gescheit angefixt. Kruzifix, das soll ich nicht kommen sehen. Sag ich dir, was ist. Hast du so einen Kumpelfisch schon gefunden? Ich glaube nicht. Ich habe bloß einen Bum-Bum-Fisch gefunden. Das ist ein bisschen. Ja, gut, ist ein Designfehler oder ist ein schlechtes Game Design oder Level Design. Was mir jetzt nervt, ich muss die ganze Scheiße da umeinander laufen. Also so wieder komplett auslaufen. Da hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht, dass ich da unten, wenn ich alles richtig erforscht habe und so, dass ich dann aus irgendeinem Loch rauskomme und weiß das schon. Backtracking. Du hättest beim Becken auch rausschwimmen können. Na, da scheiße mir in die Hosen. Blacksville, bring mich nicht auf so komische Ideen. Stop it. Da frisst mir irgendein riesiges Viech, das ich nicht sehen will. Ich weiß genau, wie es ist. Reden wir schon von dem Game, wo du mit Marines gegen Aliens spielst? Mr. Spawny, ja. Hat eine ganz nette Mechanik mit Commander und so. Natural Selection habe ich tatsächlich ein bisschen gespielt. Da kommt man da vorwärts, da kommt man da ein bisschen laufen. Ist gar nicht schlecht, aber ich spiele halt mittlerweile zu wenig, leider, also 200 oder so. Ja, jetzt werden wir da mal noch ein bisschen die Insel erkunden. Und was ist denn das da für ein komischer lila Stor, den werden wir sofort anschauen. Weil wenn es da wirklich Diamanten und was weiß ich, was ist für ein Scheiß, was ist das da? Gelsack! Neu. Blueprint acquired. Irgendwas habe ich freigeschaltet, ich weiß bloß nicht was. Neuer Bauplan. Aber was für ein? Ah, schöner Pflanztopf. Kompositpflanztopf. Naja gut, leg mir am Arsch. Reden wir wieder auf. Was heißt wieder? Das Bonnie schreibt, es war genial. Allein die Idee mit dem Commander, der seine eigenen Truppen auf dem Schlachtfeld versorgt, ist der Hammer. Wurde erst Jahre später mal bei Battlefield wieder eingesetzt. Richtig. Und Natural Selection 2 hat das Ganze noch ein bisschen besser gemacht. Das ist ein richtig stabiles Spiel. It just works. Das ist super gut balanced. Das ist, macht richtig Spaß, aber es spielt halt keiner mehr. Wenn wir mir unser LAN machen, machen wir mal auf alle Fälle ein... Was haben wir da? Nix. Machen wir auf alle Fälle mal einen Natural Selection Server. Herr Kulzer, bitte mitnotieren. Ich habe genau gesehen vorher, dass Sie da sind. Da hängt was, ich hab's genau gesehen. Ja, du Mistviecher auch. Ja, der Diamant da purzelt aus. Merci. Haben wir da sonst irgendeinen Schund? War ja nicht. Der Herr Kessler schreibt Servus. Sag ich Servus zurück. Grüß dich, der Gott. Mein Name Bürger. Ihr Name Kessler. Stehst? Ja, jetzt lasst's noch. Bis spätestens schon wieder. Ja, 10. Leck mir am Arsch, spielen wir weiter. Wer ist für Weiterspielen? Schreibt 5555. Ich bin für Weiterspielen. Wir haben da die jetzt tue mir die scheiß Headcrab da weg. Lila Karte gefunden. So, habe ich die eigentlich auch alle im Inventar und blocken die alles, oder? Ja, tatsächlich. Ja, gut. Ein bisschen weiter schauen. Auf alle Fälle können wir unseren Laserschneider schon mal bauen und dann fahren wir zu dem Wrack noch zurück, weil ich wissen möchte, was da drin ist. Das will ich einfach wissen jetzt. So, was haben wir jetzt da noch? Jetzt bin ich da ganz aufgegangen und dann gibt's da nichts, oder was? Also da echt zwei Trotteln da, ich stiege euch alle ab, da. Kannst du gar nicht so aufführen. Jetzt gibt's da nichts, oder was? Weil der Chat eskaliert komplett. Ja gut, dann spielen wir noch ein wenig. Was soll ich machen? Ah!
Mr. Krabs hat mich runtergeschubst. Stirb ich wahrscheinlich. Nein, ich bin nicht gestorben. Man muss jetzt bin ich wieder... Ja, leck. Ja, mal schon. Müssen wir da jetzt noch mehr auf... Kann mir irgendjemand sagen, ob es da noch irgendwas Tolles... Ich habe keinen Platz mehr. Fahren wir heim. Fahren wir heim. Wir merken wir uns. Was merken wir uns? Jetzt habe ich einfach einen knockerten Fisch gegessen. Wir merken wir uns. Da kommen wir runter ganz fest. Da glaube ich, haben wir aber noch nichts zum Suchen. Jetzt fahren wir erstmal wieder heim. Welcome aboard, Captain. Schauen wir mal, was es da gibt. Fahren wir da einmal ein wenig runter. Jetzt meine ich, fahren wir da einmal ein wenig runter und schauen wir mal, was es da so gibt. Da muss es ja auch... Ja, das sind so komische... Oh. Na, komm ich nie wieder raus. Schauen wir mal, was es da so gibt. Wie weit kommen wir da runter? Ja, wir kommen schon ein bisschen runter. Magst du abhauen? Alter, wie cool das Spiel gemacht ist. Ich flipp aus. Was habe ich da jetzt nehmen können? Schönpfeilchen. Was kennen Schönpfeilchen? Da haben wir was gefunden. Ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube, es war Lithium. Gold. Inventar voll. Scheißendreck! Ja, dann frisst man ein paar Fische, so wurscht. Gib mir Gold. Gold! Dankeschön. Hat sich schon rentiert, haben wir noch einen Diamanten rausgezogen. Jetzt will ich wahrscheinlich gleich von, was ist denn das da hinten? Was hat denn das? Alter, das ist so ein seltsames Gefühl. Wenn du da in die Finstern schaust. Das ist so seltsam. Ich mag's überhaupt nicht wissen, Alter. Thalassophobia kickt. Nennt man das so? Jetzt warte mal, können wir da noch irgendwas... Wir haben nichts mehr zum... Ich kann noch einen Fisch wegfressen, dann nehmen wir das noch mit. Ja, Titan ist jetzt nicht so der Hit, aber... Schauen wir mal. Natürlich fällt jetzt da ein Kupfer raus, ist eh klar. Jetzt habe ich wieder das Falsche mitgenommen. Ja, nix jetzt da! Fahren wir heim! Das ist so krass, dass das ein Spui in dir verursachen kann. Das ist so krass. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. They once floated on the surface. Da ist er. Ich mag da nicht mehr sein. Das ist... Haben wir da gerade reingeschwommen? Ich glaube nicht. Nein, da schwimmen wir jetzt auch nicht mehr rein. Jetzt fahr heim. Birger, fahr jetzt einfach heim! Fahr jetzt einfach heim! Oh mein Gott, was haben wir da? Es ist absolut verrückter Scheiß, wie die das nimmt. Absolut verrückter Scheißdreck. Naja, jetzt fahren wir heim. Liefert man uns unsere Materialien ab. Was meinst du, wie das Spiel in VR fickt, Alter? Was? And all of a sudden, a wild... Ah, die haben wir schon gefunden, das ist die Dreier gewesen, gell? Dreier haben wir schon. Es gibt nicht irgendwie mehrere mit gleicher Nummer oder einer ähnlichen Nummer. Ja, jetzt schreibe ich nicht dazu. Alter! Der Kuro de Old schreibt, das ist ja das Geile, Subnautica ist kein Horror, Subnautica ist Terror. Du stellst der ganze Zeit vor, was im Dunkeln auf die Wort. Ja, da gibt's ja ein paar richtig geile Beutel. Da habe ich erst bei 9gag vor kurzem, heute wahrscheinlich, auch irgendwann im Laufe des Tages, so ein Kurzvideo gesehen, das dauert glaube ich 30 Sekunden oder so, von so einem Taucher, der angestarrt wird von so einem Blinkerfisch in der Tiefsee.
Und dann, das muss ich fast aussuchen. Was hat's jetzt da wieder so einen Idioten zerrissen da neben mir, oder was? Gut, safe fix dabei. Haben wir aber gleich wieder daheim. Kann man da nicht Lichter installieren oder so, damit es da mehr heller ist? Das ist ein Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinn! So, jetzt bleiben wir mal da so. Ja, wieder in unserem Bunker. Dringend müssen wir was. Da schwimmt einfach der Fisch herinnen. Den kann ich den jetzt da fangen. Inventar voll. Naja, gut. Jetzt kochen wir mal unsere Fische, damit wir mal ein bisschen an Platz kriegen. So, gekochte Nahrung, gepökelte Nahrung, machen wir gepökelt. Gepökelt und einmal gekocht. Was haben wir da? Aerogel. Da brauchen wir Rubin, ein Rubin. Leichtes, poröses, getrocknetes Gel, hohe Hitzedämmung. Wird man wahrscheinlich dann für irgendwelche Verstärkungsmaterialien brauchen, wenn man seine Seemotte ausbaut oder wie auch immer. Chlorbleiche! Die können wir gleich mal durchproduzieren. Ja, mehr Wasser, mehr gut. Gib ihm. Mehr Wasser, mehr Wasser. So, aber schauen wir aus. Trinkst du mal was? 1, 2. Gekochter, der ist verfault. Gepökelter Bumerang, den fressen wir uns ein. So, jetzt haben wir Titan. Ja, nicht viel. Haben wir da noch einen Titan herin? Ja, 1, 2, 3. Wir brauchen noch so einen Spind. Hau ihm noch so einen Spind, und zwar für Items. Dann machen wir jetzt so. So, Spind. Machen wir. Hoppala. Spind. Bam. Items. Was haben wir da für Items? Was haben wir mit Item? Da, das zeigt da. Das. Es ist quasi Tier 5. Da haben wir einen Haufen Lithium und Diamanten. Jawohl. Jetzt bauen wir mal unsere Ausrüstung. Werkzeug. Laserschneider. Da brauchen wir Höhlenschwefel. Das ist Tier 1. Wenn er da nicht drin ist, dann ist er da drin. Jawohl. So, Laserschneider. Bam, bam, bam. Laserschneider. Her mit dem Schund. So. Das ist jetzt auf alle Fälle einmal das wichtigste Utensil, wenn man nochmal... Wo war das? Das war leicht links, Nord, Richtung Norden. Da war das Wrack unten, da wo wir uns reinschweißen müssen. Lithium ist auf alle Fälle... Ja, Lithium ist eigentlich Tier 3. Eigentlich ist... Und Diamant sowieso. Diamant, Lithium ist Tier 3. Die komische Koralle ist Tier 1. Gold ist Tier 2. Machen wir so hier. Gold, Gold, Gold. Und der Gel sagt den da jetzt einfach einmal da in 3 ein. Schaut gut aus. Schaut richtig, richtig gut aus. Die Frage ist jetzt bloß... Was ist denn mit dem Scheiß da? Schlingpflanzenprobe, die können wir auch wegschmeißen. Wegschmeißen den ganzen Dreck. Weg. Und er ist auch verfault. Weg. So. Jetzt ist die Frage... Brauchen wir sonst noch irgendwie irgendwas? Vielleicht noch 2, 3 Fischal. Ja, nehmen wir noch schnell Fischal mit. Gibst du Fischi? Dem Fischi gekocht. Ah, der ist tot. Der putzelt. Der putzelt unter Wasser umeinander. Wie er das tut, das weiß ich ihm nicht, aber jetzt tust du mal düsen. Da, Blasenfisch. Ja, der kleine Fischi. Da, du gehst her. Ah! Was ist mit ihm? Das ist ein scheiß Fliegen! Was ist mit ihm? Ist behindert! Flimmerflügel, der Mutter ist flimmert. Grütze, fix. Nimm einen Ionenwürfel mit, brauchst... Ja, okay. Das sind übrigens Spoiler-Tipps. Die dürft's mir geben. Was da sonst noch irgendwo kreucht und fleucht oder sonst irgendwo passiert, ich möchte nichts wissen davon. Ich will nichts wissen davon. Ich kann einen Fischi aufkochen. Und einen Bumerang aufkochen. Da, und Wasser machen wir uns aus dem Blasenfischi. Was ist denn jetzt? Da habe ich Windows gepinkt. Haben wir alles Blasenfisch? Blasenfisch. Wieso kann ich da nicht mehr Wasser draus machen? Kann ich ich muss bloß öfter drücken. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. So, dann ab dafür. In den Live-Pod. Dann nehmen wir noch ein Medipack. Medipack hier. Jawohl. Einen ins Gesicht. Trinken wir Wasser.
So, und dann ab in die Seemotte. Vielleicht müssen wir die Seemotte wo? Seemotte wo? Da ist die 300 Meter Kampf, da kommen wir noch nicht hin, da ist die Seemotte. Ja, jetzt auftauchen. Wir müssen grob diese Richtung. So lang. Und dann, oh, haben wir unser Ding dabei, unseren Laserschneider? Ja. Batterie ist noch bei 57%. Das ist der Teil, den seht ihr nicht. Also für die Leute, die das Spiel jetzt vielleicht nicht kennen. Ich bin einfach am Greenscreen noch nicht gefahren. Ich fahre mal auf Zeiten. Da steht die Energie von der Seemotte. Ja, da wollen wir die Energiezelle rein. Ah, der Kommunikator der Nachricht. Da habe ich vergessen. Tust mir schnell zurück, schafft man. Ich hätte so gerne Lichter, dass man von der Weiden schon sieht, wenn wir heimkommen und da ist es schön hell sein in der Nacht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da keine Lichter gibt, oder? Wenn es Bilderraum gibt, dann wird es aber nicht erst Außenlichter oder Scheinwerfer oder irgendwas geben. So, Kommunikator, Achtung, zuhören! This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Felix, Ritalin! Der Ritalin, Felix ist wieder da! Merci dir. Und der Zündkärtchen schon schön. Jetzt mittendrin einfach einen Zehner für den Biergarten. So, ich merci dir. Aber weißt du, wo ich den Zehner investieren werde? In Griechenland, im Biergarten. In 4 Wochen. Merci dir, merci alle und sorry, falls ich irgendjemanden übersehen habe. Bumst's geil. So, wir haben da irgendwas gekriegt. Jetzt passen wir auf. Aufzeichnungen. Zu viele. Ja. Aber das hilft uns nicht weiter. Datendownloads, Baupläne, Datendownloads. Da haben wir nichts Neues gekriegt irgendwie zu einer neuen Rettungskapsel. Wo ist jetzt die Seemotte hier verschwunden wieder? Die Seemotte finden ist ein bisschen anstrengend. So, die kann man auch mal Schiene markieren. Kann man denn nicht Schiene markieren? Doch, kann man Schiene markieren. Mach mal gelb. Wo gelb? Gelb wo? Wieso ist der jetzt auf meinem Kopf gesessen? Oder was war denn denn sein Problem? So, eine Dauer. Seemotte haben wir wahrscheinlich zu nah. Welcome aboard, Captain. Da waren wir schon, Live-Pod 17. Ach, deswegen ist es nicht aufgeblinkt. Ja, okay. Das macht natürlich können. Wahrscheinlich haben wir heute schon ein paar Sachen. Moment, wir müssen mal in eine andere Richtung. Leicht links da hinten. Jawohl. Wahrscheinlich haben wir schon Sachen gefunden, bevor wir die Nachricht dazu gekriegt haben. Ist ja nicht so, dass die Sachen erst spawnen, erscheinen, wenn wir diese Kommunikator-Nachrichten kriegen, sondern die haben ja immer da. Und die Nachrichten, die führen die nur grob dahin. So. Düsen. Eigentlich müsste... Strahlung registriert. Moment, da werden wir den Teil aufsetzen. So. Haben wir Kreaturen, Eier und was weiß ich. Wir brauchen jetzt dieses komische, riesengroße Wrack. Vielleicht sollte man auch mal... Entschuldigung, ich habe einen Fisch zusammengefahren. Vielleicht sollte man auch einfach einmal... Das findet man ja nie wieder. Naja, vielleicht findet man was anderes. Ich finde auch den Sound, das die Seemotte macht beim Fahren, so satisfying, dass es ganz aus ist. Vielleicht hätte man das einmal ausmachen sollen da. Das scheiß Licht braucht jetzt wirklich gerade gar keiner. Da, das schaut mich nach einem Teil an, das wir noch nicht haben. Ja, passing 100 Meter ist deine Mutter. Das Generalraumfeuer, den haben wir schon. Ja, wobei da kriegen wir Titan, schaut da nicht. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir waren mal weiter hinten. Gibt es da eine Third-Person-Ansicht? Leider nicht. Also ich wüsste nicht. In dem Wrackteil war ein Tunnel. Wie meinst... Also, nicht Wrackteil, sondern halt wirklich... Das schaut auch so aus, als wäre es scannbar. Was ist das? Nein. Haben wir da irgendwas? Nein. Wir brauchen mal das Basismodul. Das war noch cool. Das darf mich noch gefreuen, wenn wir das noch...
wenn wir das noch fertig kriegen. Aber gut, wir waren ja auch tiefer erstens schon einmal. Ja, da ist die 6er. Ist das da hinten? Da hinten ist es. Ah. Ist das? Schauen wir, ob da ein paar Teile umeinander liegen. Wir brauchen auf alle Fälle dieses Raumding. Und schauen wir mal, was wir da drin finden. Wer weiß, was wir da drinnen finden. Mal. Jawohl. Kriegen wir schon hin. Jetzt passen wir auf. Nein, da hat man dann da einer schwimmen mit können. Ja. Und jetzt müssen wir eine lasern. Laserschneider. Bin jetzt gespannt, was da drin ist. Das ist immer schön. Du hast immer so ein so ein kleiner Progress-Fetzen vor deiner Nase. Das wird nicht langweilig. Du entdeckst was Neues, dann entdeckst du wieder was völlig aus dem Kontext eigentlich fürs erste gerissen ist. Was haben wir da? Gegenstand. Ja, wow. Ah, das war das Ding, was wir haben wollten. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Geil! Da kann man auch noch reinschwimmen, oder was? Au! Ja, ja, Passing. Batterieladestation, Fragment. Das nehmen wir mit. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir da... Da ist noch was. Jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken. Sonst verreckt man. Flutlicht! Was sag ich denn? Da haben wir noch was. Okay. Und das wird jetzt hübsch gewesen sein. Jetzt fahren wir heim. Okay. Easy, Alter. Ah, da war jetzt aber ein kleiner Ruckler. Ja, aber geht dann die Tür da nicht auch auf, oder? Da war nur so ein Schacht, aber da kommt man auch bloß auf. Mehr hat es nicht gegeben. Da waren wir jetzt eh durch das ganze Wrack durch. Waren wir da jetzt eigentlich schön drin? Da waren wir drin. Naja, sonst gibt es da nichts mehr. Dann darf ich jetzt sagen, entfernen wir uns einfach nur ein Stückchen weiter von unserer Seemotte. Vielleicht findet man noch ein paar... Ja, so Teile. Ja, nicht Bioreaktorfragment, sondern von diesem... Ja, von dem Containerteil halt einfach. Nicht der Bioreaktor, den brauchen wir nicht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Düsten wir einfach ein wenig weiter. Scheiße, wo war... Halt. Da war genau Südwesten. Dann fahren wir Nordosten. Und schauen wir, ob wir mal... Hoppala! Und schauen wir, ob wir irgendwas finden. Und Ressourcen nehmen wir natürlich mit. Ja, auch wenn es bloß in Anführungsstrichen Titan ist. Scheiß der Hund drauf. Hoppala. So. Obi zu. Oh, da ist schon fucking Open Water, Alter. Nein, wird schon. Da waren wir auch schon. Aber das ist mir jetzt nicht wurscht. Da schwimmen wir jetzt rein, vielleicht finden wir die Teile. Geh nochmal auf die Insel in die Höhle. Das tue ich jetzt nicht mehr. Und da haben wir schon was gefunden. Was auch immer es ist. Kann ich den anderen Helm aufsetzen? Nein. Ah, das ist ein Zyklop-Brückenfragment. 1 von 3. Ah, bei dem brauchst du dann mehrere Teile. Das habe ich mir schon gedacht. Also wenn ich von dem... Was auch immer das ist. Tauchdock. Ist es das letzte Ding? Easy! Squeezy! Ich darf doch nicht so weit reinfahren, weil da mache ich mir die Seemotte kaputt, das habe ich schon gesehen. Mach du mir nicht meine Seemotten kaputt! Du Kretin!
So, Düsen. Düsen. Was? Was passiert eigentlich, wenn man da durchfährt? Absolut nix. Das baust halt bitte noch, schreibt der Pickle Rick. Das ist der Plan. Das sagt er ich. Ja, ich seh schon, da liegen vereinzelt mehrere so Dinge umeinander. Jetzt sind wir bei 190 Meter, jetzt reißt es mir wahrscheinlich gleich wenig. Aber zum Scannen gelangt schon. Ja, zum Scannen gelangt schon. Haben wir schon 2 von 3. Zyklop-Rumpffragmenten, dann weiß der Geier, wie viel das wir noch brauchen. Ich mache euch einmal ein Licht da. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf 200 Meter da für Sachen spawnen. Gold. Passing 200 meters. Ja, Oxygen efficiency greatly decreased. Ist schon recht. Was haben wir da? Diamanten spawnen also bei ungefähr 200 Meter schon. Ja, interesting. Nehmen wir mit. Hergeschenkt wird nichts. Was ist denn da so? Baumpilz. Was es nicht alles gibt. Das ist alles so schön gemacht. Und gleichzeitig so... Was soll ich sagen? Bedrückend. Was ist denn das wieder da? Alter, was ist denn hier? Was ist mit dir? Schau bloß, dass die in dein Loch... Alter, was sind denn das? Sind das Zitter alle? Ich verpiss mich. Schaut's bloß, dass euch schleicht's von mir. Mach ich nichts damit zum Turm. Das Spiel ist der Wahnsinn. Ich kann's nur... Völlig unerwartet, ja, probieren wir mal Subnautica. Absolut geil. Ich mag gar nicht rundherum schauen, weil wenn ich da hinten in die Finstern schaue, dann wird mir schon wieder schlecht. Hab! Lass mich mal sehen, nein! Ja, ich hab eh keine Luft mehr. Das schaut überhaupt nicht. Ah, das nehmen wir noch mit. Hab ich gesagt. So. Ist ja der Handcrafted World kein zufällig generierter Open World Mist. Mr. Sprengi, das unterstreiche. Ah, ich hab schon wieder einen Fisch zusammengefahren. Entschuldigung fürs Fisch zusammenfahren. Da haben Ressourcen. Ich seh's genau. Und zwar gar nicht... da ist auch irgendein so ein Fußding. Hab's schon gesehen. Energietransmitterfragment. Was auch immer das wieder ist. Ich glaube, das war jetzt Gold oder Kupfer. Das habe ich nicht gescheit gesehen. Und da muss doch noch irgendwo ein Dings gewesen sein. Da war's. Das ist so cool gemacht, wie das ausschaut. Schau, wenn der Seemotti da so steht. Nicht? Tu mal das Ding her. Oder irgendwas. Und du kannst es stehen lassen und die leicht dann da ins Nichts. Oder die wendet dann an oder wie auch immer. Oh, da ist noch was. Lithium. Können wir alles brauchen. Alles können wir brauchen. Wir schauen uns im Inventar aus. Es pumperl voll. Frisst man mal ein Fischi. Oh, der war alt, oder? Nein, ist beide, bevor es hier haben. Trinken wir was. Und dann habe diese Sounds. Und dann haben in der oh, da ist ein Jungs. Schau hin. Da ist ein Jungs. Ist das ein Jungs? Bin mir nicht sicher. Und da ist der Papa. Der schwimmt hinten neu. Oh mein Gott, ich sehe nur Schwärze. Lass mich bitte in Ruhe, ich fahr jetzt heim. Wir fahren jetzt heim. Auftauchen und heimfahren. Unfasslich, Alter. Unfasslich, wie gut dieses Spiel Atmosphäre transportiert. Ganz furchtbar extrem selten in Spielen. Das letzte Mal, gut, das ist jetzt nicht so lang her, hat mich so eine, ich nenne es jetzt mal Open World, so gefesselt und so mich freuen lassen, so, wow, was ist da, war Elden Ring. Aber vor Elden Ring war ich hab was gefunden. Zum Scannen. Was ist das? Energietransmitterfragment. Ah. Ja gut, dann kriegen wir wenigstens ein Titan. So, jetzt bauen wir mal die Ladekugel. Tauchkugel, was auch immer. Der McLeod schreibt, gibt's das auch in VR? Das wäre doch weg gemacht. Ja, ich glaube schon. Jetzt fragen sich vielleicht manche so, ja, warum spielst du es denn dann nicht in VR? Es gibt in VR sowas wie eine Motion Sickness. Und leider Gottes bin ich davon extrem schwer betroffen. Und das allein schon, wenn ich einfach nur in Shooter gehe. Und ich habe mein Dreiviertelsleben nichts anderes da wie ein Shooter gespielt, okay? Wenn man da schon schlecht wird, mag ich nicht wissen, was passiert in so einem Unterwasser-Getüdel-Dings und so weiter. Natürlich war es geil. Also ich kann mir das unfassbar krass vorstellen. Gerrit eigentlich immer ausprobiert. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Aber ich kenne mich. Das dauert eine Minuten und ich kotze. Es dauert, und dann bin ich ja nicht mehr zum Gebrauchen. Für mindestens eine Stunde oder 2.
Oder 3, oder den ganzen restlichen Tag, bis ich schlafe. Und da haben manche Leute, deren sie schwerer, manche, deren sie nicht so schwer. Und mich trifft es halt ganz krass. Was ist Motion Sickness, fragen sie vielleicht manche. Kennst du das, wenn du im Auto lest? Beim Autofahren? Also nicht, wenn du fährst, am besten. Sondern, wenn irgendjemand Auto fährt und du lest dabei. Ganz schlecht. So, jetzt steigen wir da mal aus und dann schauen wir uns einmal an, was man braucht für die Tauchstation. Da ist Tauchtag. Titanbarren 2, Schmierstoff und 2 mal Blei. Ja gut, da haben wir kein Problem damit. Außer bei den Titanbarren, da kann es natürlich sein. Ich glaube, da braucht man 10 pro Barren, oder? Der Chicky Leg schreibt nicht Licht installieren. Ja. Oh, und bei der Seemotte auf alle Fälle ausmachen. Das verbraucht mit Sicherheit Energie, oder? Wenn das Licht brennt. Jetzt schauen wir mal, wie viel Titan das wir brauchen für Titanbarren. Das Ding bauen wir mir jetzt noch. Ist mir wurscht. Wo haben wir? Blablabla. Titanbarren brauchen wir. Ich hab 9 und 10 brauche ich. Na ja, gut. Wo kriegen wir auf die Schnelle so viel Titanium? Brauchen wir 2 Titanbarren. Hey, den müssen wir noch mal rundum da Schrottteile aufsammeln. Ja, Schrottteile. Machen wir unser Inventar leer. Und, nein, Plastall brauchen wir mit Sicherheit noch nicht. Kabelsatz brauchen wir auch nicht. Haben wir auf alle Fälle schon einen Haufen Zeug. So, Kupfer da eine, Salzablagerung da eine. Silbererz. Haben wir so viel Silber gefunden. Okay. Gold. Titan. Und da haben wir den Next Level Shit, Diamanten und Lithium und alles, was wir so noch haben, können wir mal was trinken. Ja, dann sucht man jetzt das ganze Titan zusammen, das wir haben. Haben wir da noch 1, 2, 3 Stück. 7 Stück brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen ein paar Schrottteile sammeln. In welche Richtung guckt man da? Guckt man mal straight Richtung Norden einfach. Ich glaube, da waren wir noch nicht so oft, da haben wir noch nicht an jeden Scheiß mitgenommen. Da, Schrottteile sammeln. Ich glaube, da unten sehe ich schon eins. Ah, nein, ist keins. Ist keins. Aber das können wir aufsammeln. Und wenn wir Sachen scannen, kriegen wir auch 2 Titan jeweils. Das schaut auch überhaupt nicht. Schauen wir da nochmal rundum. Da. Was locht denn das? Was ist denn das da für ein Fisch? Was ist denn der? Ist der davon düst? Der macht Augen zu und ist davon düst. Ich lasse mich aber auch. Da haben wir. Metallschrott. Beiß mich nicht, Haupt! Das zeigt da. Ja, das nehmen wir auch mit. Was ist denn das eigentlich? Salzablagen. Das Salz haben wir eh so weit, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Jetzt holen wir uns schnell mal von der Hirnqualle. Oh, er hat ein Schrottteil. Da, die hat. Au! Ich hab. Das weiß ich auch noch von damals, das glaube ich, haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Diese Viech neigen dazu, diese Schrottteile zu. Geh weg! Au! Zum Backen und dann beißen sie sich irgendwann einen Zahn aus. Und der ist ziemlich. Der ist ja dadurch relativ selten. Da kann man eigentlich jetzt noch mal schauen, ob da einer aus. Ja, genau. Und da ist schon einer. Nehmen wir mit! Den nehmen wir mit! Und da ist noch einer, ich hab ihn genau rausblitzen sehen. Da ist er, hab ihn gesehen. Und da ist noch ein Stor. Was haben wir da? Irgendwas anderes, ich glaube, es war ein Blei. Ich kann die Symbole halt immer noch nicht auswendig. Da noch ein Metallteil. Jetzt schauen wir noch, ob wir noch eins finden. Da noch 2 Ressourcen. Der Marfux schreibt: Dere, woher bist denn du? Straight aus fucking Niederbayern. Scheiß Kaufforst Landau. Kennt man nicht. Ist in der Nähe von Dingelfing. Wenn du das nicht kennst, in der Nähe von Straubing. Und wenn du das nicht kennst, dann verstehe ich die Frage nicht. Schrottteil, wo ist unser Zuhause? Warnung. Oh, wir müssen auftauchen. Oder in Ohr speisen, ja? Kann auch passieren. Und manch einer hat schon einen Zahn verloren, wie er seine alten nachspissen hat. Das ist wohl richtig. Aber da blitzt irgendwas grün, ich hab's genau gesehen. Also jetzt haben wir die irgendwie komischen Ohr, die braucht keine Sau. Schlingpflanze an meinem Popo. Schlingpflanzen an meinem Popo drauf.
Popo-Pflanzen. Moment. Nein, das ist ja so schwierig zum sehen, was du schon warst und was du noch nicht warst. Und da geht's wieder in dieser Loch oben. Was ist das wieder alles? Oh, Quarz, Inventar voll. Ja, dann legst du mir am Arsch. Dann legst du mir am Arsch! Ah, wo geht's denn raus? Leg mir am Arsch! Up and Base. Wieso kann ich eigentlich My Base nicht markieren? Braucht das Tauchdock wahrscheinlich, oder? Was haben wir jetzt erst damit lernen? Die Frage ist, wie wir das überhaupt hinbauen. Warte mal. Machen wir mal so und so. Wie bauen wir das überhaupt? Ich weiß ja gar nicht. Da brauchen wir ein Fundament. Ich möchte das gern genau da so herbauen. Da so. Blub. Ah, das braucht wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen? Das braucht wahrscheinlich auch dementsprechend Platz, oder? Mir das dann halt mit, kann man das dann mit Gänge verknüpfen? I hope so, keine Ahnung. So. So. Ist das... Kann ich da dann einen Weg um mich machen und gut ist. Und dann kann ich da bis unten rein da und außer da. Ja, gib ihm mal. Gib ihm mal, Brudi. Gib ihm. Erstgang bauen. Okay, macht wahrscheinlich auch Sinn, ja. Macht wahrscheinlich Sinn. Titan. Erstmal Titan produzieren aus den Metallteile, die wir gesammelt haben. Bam. Bam. Das Inventar mal wieder frei wird, wobei das wird gar nicht frei. Metallschrott hat, glaube ich, 4 Slots und wir kriegen 4 Titan raus. So, machen wir das zweite Ding. Und dann brauchen wir Schmierstoff und 2 mehr Blei. Tier 1. Na, das ist kein Schmierstoff. Tier 1, 2 mehr Schmierstoff. Fall. Jetzt habe ich irgendwas da reingekriegt, was da nicht rein soll. So, 2 mal Blei. Ich glaube, wir brauchen bloß 1 mehr Schmierstoff, aber ist wurscht. Das bauen wir jetzt einfach wieder ab. Ich hoffe, dass man so seine Materialien wieder kriegt. Ja. Sehr gut. Machen wir so. Jetzt pass auf. Jetzt passen Sie auf. Ich merke jetzt kann man da nicht. Geht das so nicht. Kann man da hinten ausbauen? Ja. Das heißt. Na, vielleicht mag ich das da. Ich werde halt weiter auszoomen können, das darf halt auch schon viel helfen. Gell? Warte mal. So. Dann. Damit wir ein bisschen einen Platz haben. I-Segment, Fundament. Das schaut halt so komisch aus da. Dann bauen wir noch. Ballas auf die Hüllenstärke auf, bei unter 0 auf die Base. Obi. Ah, okay. Wo sehe ich die Hüllenstärke? Ja, ich helfe jetzt sowieso nicht. Das Ding muss ich jetzt bauen, da. Kann man das dran? Das kann man nicht dran. Ich kann das da nicht ohne. Nein, ich muss noch. Brauchen wir noch ein I-Segment. So. Ist bei 5, schreibt jemand. Ah, jetzt hat -1 zur Hüllenstärke der Basis addiert. Nun bei. Ah, verstehe. Das ist ein System, das hat es damals vor Jahren, glaube ich, auch nicht gegeben. Ja, wie tun das? Ich kann. Fundament ist useless, Verstärkungen erhöhen die Stabilität. Ja, verstehe. Das heißt, also jetzt tauchen wir mal schnell auf zum Luftholen. Das heißt, eine Verstärkung, für das braucht man das Lithium. Aber wie baue ich jetzt das da ohne? Also, wo hat denn das ein Verbindungsstück? Ich kann ja das Teil da nicht einmal dran. Du kannst ein Fundament nehmen, das gibt dir Hüllenstärke. Ah ja. Fundamente und oder Verstärkungen für mehr Hüllenstärke, verstehe. Der RAM verbindet sich automatisch, wird bloß nicht angezeigt. Also, wenn es da jetzt... Das stimmt doch nie. Ja, jetzt hat es wieder noch 1 Millisekunden, bevor ich... Nochmal... So, wenn ich es da herbaue, passt es oder was? Haben wir da genug, da haben wir anscheinend einen Abgang so zum Eintauchen, so blub. Drehen. Ich hab versucht zum Drehen, ist nicht gegangen. Warte mal. Da, Mausradl, wenn ich tue, passiert nichts. Normalerweise drehen sich die Objekte beim Mausradl.
Jetzt der muss man nochmal. So, ja. Zack. Und jetzt bauen wir es einfach einmal, wenn es ist, reißen wir es halt wieder ab. Speichern ist ein guter Plan. Speichern ist ein guter Plan. Für dieses Speichern erfunden worden. Siehst du, da hat er ja Marielle angelegt. Da hat er ja Marielle angelegt. Na freilich hat er das. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich nehme mal an, dass das da Schaden aufgrund geringer Hüllenstärke. Oh mein Gott, wir müssen eine Verstärkung bauen. Hol sofort das Lithium. Hol das Lithium, Birger! Hol da 2, 3 Lithium! Schnell! Lithium! 1, 2, 3! Da bauen wir gleich mit 3 Hüllenverstärkungen ohne, damit nichts passiert. It is normal to experience psychological discomfort. Wo bauen wir das hin? Da bauen wir sie. Symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or Bam, Alter! anthropomorphizing an inanimate Da plus object. 17 Hüllenstärke. Easy! Und da bauen wir auch noch einen sie, weil es wurscht ist, damit nichts passiert. Oder bauen wir mal so ein Fundament da oben, weil das schaut schon irgendwie komisch aus da, ich weiß es auch nicht. Aber ja, das ist, aller Anfang ist schwer. Aller Anfang ist schwer, aber jetzt tauchen wir mal da rein. Gehen wir in die Seamotte, eine in die Seamoth. Und ich glaube, mit der kann man da unten docken, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn das, Welcome aboard, schaut Captain. schon cool aus. Haben wir das jetzt da so hingebaut? Also schön ausschauen ist so mittelmäßig, geht so. Aber jetzt tauchen wir mal da unten rein so. Pass auf. Es ist so cool gemacht. Ah, wir müssen mal reparieren! Da ist alles unter... Da ist alles unter... Ich schwimme schon quasi. Ich schwimme praktisch schon. Oh mein Gott. Natürlich nichts. Muss ich richten. Da sind überall Löcher drin. Auch cool gemacht. Dass da wirklich so Ries drin sind und so. Wo geht's jetzt da noch weiter? Pumpt da jetzt das Wasser automatisch aus oder ist da noch irgendwo ein Loch? Oh mein Gott, da sind überall Löcher. Ah, das geht aber schnell, dass das kaputt geht. Integrity restored. Draining systems initiated. Lenzpumpen. Alles der weg hat. Grafisch ist... So schaut's cool aus, gerade wenn es verschwindet, schaut es ein bisschen seltsam aus, aber das ist nicht schlimm. Ja, man kann nicht alles haben. Brudi, man kann nicht alles haben. Schön den Lenzpumpen. Und jetzt wird's... Schau, das ist auch geil. Super geil gemacht. Jetzt wird einfach langsam das Wasser weniger. Super geil. Ich bin begeistert. Bin begeistert. Ja, das sind aber so Momente, das ist das Gegenteil vom Kruzifix. Das ist ein Warleck. So hat man neues Videoformat, Warleck. Warleck Subnautica. Das ist einfach cool gemacht. Für dieser Indie-Game. Da können sie manche anderen nicht mal sauber eine Scheibe runterschneiden. Ah, das ist natürlich... Ah, das ist ein schöner großer Raum, schaut dir das an. Wirklich ein gutes... Bis jetzt ein unfassbar gutes Spiel. So, was wollten wir jetzt einmal? Weiß ich nicht mehr. Hast du eine Verstärkung eingebaut? Ja, ich habe außen so eine Platten angebaut und das gibt ja gleich, was ist denn da gestanden? Das gibt ja gleich plus 8 oder so. So, jetzt ist die Frage, was mich jetzt interessieren wird. Da, Sounddesign, wie das schäbert und so. Integrität 51%, das lädt sogar die Batterie von der Seamoth auf. Das ist ja voll geil. Das ist ja nur noch geil. Kann ich das jetzt da nicht reparieren? Warum kann ich das nicht reparieren? Ich mag nicht einsteigen, ich mag es reparieren. Wenn ich jetzt einsteige, dann lädt. Super geil, Alter. All systems online. Super geiler Scheiß, Alter. Das müssen wir aber schnell reparieren. Oder kann man es vielleicht auch oben Vielleicht gibt es da wieder auch irgendwelche Computer und so. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Gibt es da vielleicht irgendeine Computerstation oder so, oder wo ich mit der Seamoth die Sachen anstellen kann? Aber Batterie lädt sie auf. Das ist schon einmal Epsi. Modifikationskonsole bauen. Gut, Mr. Gunpowder, okay. Sonst werde ich heute noch nicht haben, keine Ahnung. Ich habe einen Kompositpflanztopf und ein Aquarium kann ich bauen. Sollen wir mal ein Aquarium einstellen? Kann man dort einen Fisch halt drin schwimmen lassen. Fahrzeugerweiterungskonsole, die ist neu. In ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Ja, da brauchen wir einen Computerchip und einen Kupferdraht. Was haben wir sonst noch gekriegt?
Energietransmitter. Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Und wir haben ein Flutlicht. Jetzt bauen wir mit Glas. Tu mit Glas her. Jetzt werden wir das ganze Scheiße nur beleuchten. Jetzt wieder reingleicht. Haben wir überhaupt Glas? Also ja, Quarz, Glas. Was haben wir da noch? Kupfer, Salz. Nein, wir haben so viel Salz, das liegt überall umeinander. Und da haben wir das Zeug. Ja gut, jetzt machst du mal ein Stück Glas. Und da haben wir emailliertes Glas. Verhärtet mit natürlichem Substrat. Ah, für das war der Pirscherzahn. Okay. Wahrscheinlich für später irgendwann. Für was man auch immer das braucht. Ich weiß es nicht. Was haben wir noch? Das bauen wir jetzt nicht. Das ist auf alle Fälle Tier 3. Ja, der Zahn, wo ist der Zahn? Das ist auf alle Fälle Tier 3. Haben wir Lithium, Glas, Salzablagerung und wir brauchen jetzt bauen wir mal einen See. Und die müssen wir draußen hinbauen. Und zwar, wo bauen wir den hin? Kann man das auch irgendwie steuern oder so, das Ding? Warte mal. Ja, man kann es schon drehen. Man kann halt nicht gescheit einzoomen. Wo leichten das dann hin? Bauen wir jetzt einfach da hin. Dreht sich das oder kann das was? Das lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Schauen wir weiter. Bilderrahmen. Schild. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Da ist. Brauchen wir noch 2 Titan und einen Computerchip und Kupferdraht. Okay. Das dann mal 2 Kupfer her. Machen wir Kupferdraht. Ich werde noch 14 Mal nachschauen müssen, was man alles braucht. Computerchip. Also, was braucht man für einen Computerchip? Tischkorallen, Hammer und Gold. 1, 2. Tier 2. 1, 2, Gold. So. Computerchip. Und jetzt brauchen wir noch Titan. Titan haben wir keins mehr. Schon wieder kein Titan! Müssen wir nur mehr umeinander tauchen. Helfen so ist nichts. Oh mein Gott. Ach, das macht das Flutlicht. Das strahlt halt einfach da so. Ja, okay. Das strahlt halt jetzt da so hin. Das heißt, wir müssen die eigentlich am Boden aufstellen und so, damit wir da was sehen, gescheit. Aber gut, ja, immer noch und noch eins, kriegen wir schon. Jetzt brauchen wir ein bisschen ein Titan. Tu mal Titan her. Suchen wir nochmal Schrottteile, einfach in irgendeine andere Richtung. Oh, Blasifisch. Ja, ist schon recht. Ich habe einen Haufen Zeug gesammelt. Totally worth it! So, rausgesprungen. Oh, da nicht rausgesprungen. Ah, was tust du denn? Jetzt nicht rausgesprungen. Sprinten. Bam. Dann bauen wir uns Titan. Und dann bauen wir diese Konsole da rein und dann schauen wir uns den an. 3/4 Level und Bier gezockt immer noch. Müsst ihr herlachen. Was hast du, Mann? Best Game des Jahres bis jetzt. Ja, gut, vielleicht auch Elden Ring. Aber, sind wir noch nicht fertig da, aber jetzt sind wir dann gleich fertig. Ich mag jetzt die Konsole noch bauen und mag schauen, was die kann. Und dann schauen wir weiter. Habe ich einen Kupferdraht gebaut? Ich habe doch eigentlich einen Habe ich nicht einen Kupferdraht gebaut? Ich habe doch den Kupferdraht gebaut. Nein, habe ich nicht. Nope. Kupferdraht, wo? Kupferdraht, ich hab doch... Ach, ich brauche da 2 Kupfererz, deswegen. Gut. Kupferdraht gebaut. Habe ich für einen Chip gebraucht. Ja, das ist richtig. Ich habe gemeint, man braucht bloß ein Kupferstück, um das zum Bauen. So. Wo baut man das hin?
Das, hä? Kann das bloß an... Ja, das bauen wir halt dann... Na. Bauen wir das hier? Das ist ein bisschen komisch. Das irritiert mich ein wenig. Das irritiert mich ein wenig. Dass das da so einsnappt. Irgendwie gehört es da nicht hin. Irgendwie, glaube ich, gehört es einfach da hin. Und da bauen wir es jetzt auch hin und schauen wir, was passiert. Seemotte angedockt. Voll aufgeladen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Universal. Jetzt können wir Module bauen. Was ist denn das? Seemottenmodule, was ist denn der Krebs? Krebstiefenmodul Stufe 1. Plastahlbaren Nickelerz Rubis. Was ist denn das da? Weiß ich nicht. Oh, Lecktorpedos. Wirbeltorpedo, Säuretorpedo. Das hat es alles früher nicht gegeben. Rumpfpanzerung. Maschineneffizienzmodul. Frachtmodul! Das bauen wir! Das bauen wir mir gleich noch! Frachtmodul können wir brauchen! Seemottenmodul. Seemottentiefenmodul! Alter, jetzt ist voll Progress, Alter! Jetzt können wir dir vor mit dauern! Und da brauchen wir das emaillierte Gras. Das hat es damals schon gegeben und das erinnert mich noch. Einen erweiterten Kabelsatz. Perimeter-Abwehrsystem generiert ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Lauter gute Sachen! Oh, lecker Torpedosystem! Das hat es alles nicht gegeben. Seemotten so nah ein dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf das Sichtfeld anzeigen. Das ist voll super! Ich mag nicht aufhören zum Spielen, jetzt aber ich muss, weil ich aufstehen muss! Oh, so, rest in peace, Mr. Headphone User, bauen wir Module ein jetzt. Modul wo? Modul! Da hinten ist Modul. Erweiterungsmodule ansehen. Und das kann ich jetzt so... Das ist super, das ist das beste Game ever. Wir können jetzt da Frachtraum öffnen. It's something. Hey, it's something. Da können wir gleich mal die Energiezelle reintun. Ja, vorher sind wir mitten unterwegs. Nee, unterwegs. Energiezelle leer. Schlecht. Auf der anderen Seite auch noch Frachtraum einbauen. Sollen wir... Brauchen wir so viel? Ja, da können wir Expeditions machen. Die fetten Expeditions spreng ich. Gib ihm, für was haben wir das Lithium eingesammelt? Gib ihm! Seek fluid intake. Mein Gott, dann muss ich irgendwie so einen sinnlosen Scheiß machen für drinnen. Stabilizing. Ja, jetzt halt mal die Klappe jetzt. Wird der jetzt einfach größer oder haben das zwei getrennte? Warte mal. Ah, ich bin im Wasser gefallen. Ah! Mal spring wieder aus jetzt, komm. Wo denn den Rucksack jetzt hingekriegt? Ah, da oben steht so ein Binken raus. Geil. Möchtest du mir sagen? Hoppala. Dass wenn ich das Ding jetzt da einbaue, dass dann woanders ist. Jetzt warte mal, jetzt wenn ich es rechts oben aufbaue. Oh, das ist Best Game ever, Alter. Best Game ever. Das heißt, jetzt habe ich da eine Ladefläche und links habe ich die Ladefläche und rechts kommen dann anderen ist anders. Das ist so gut. Das fucking Spiel ist so gut, ich flippe gleich komplett aus. Wo ist so eine Art von Innovation in irgendeinem AAA-Game in den letzten 5 Jahren? Elden Ring ausgenommen. Wo? Ich versteh's nicht! Nix mit Microtransaction hier und da und was weiß ich, was für ein scheiß Bullshit den ganzen Tag. Möchtest du mir jetzt verzeihen, ich konnte das farbig... Wo? Ich rast komplett aus, Alter. Ich mach mal einen Blau. Und schon bin ich wieder in der Schule. Ich mach mal einen Blau heute im Maul. Ich mag gelbe. Name, Tauchbootname, Seemotte. Wir nehmen das.
Das U-Brot. Name machen wir weiß. Name machen wir weiß. Innen? Wie innen? Machen wir... Oh, Scheiße. Machen wir natürlich weiß. Streifen? Calorie intake recommended. Kalorienaufnahme, ich hab keine Zeit jetzt, ich muss mein Boot umholen! Da hätte ich gern so ein dunkles Orange einfach, aber das wird doch gleich grün. Wieso wird's doch gleich grün? Verstehe nicht. Schau dir das Ding an. We all live in a yellow submarine. Warte, ist das best fucking game ever. Was ist braun und kommt daher? Oh, Brot! Best game ever. Können sie alle einer scheiß Fotzen halten mit einem Scheiß den ganzen Tag? Alter, ich flippe aus. Eigentlich blau-weiß wird das. Herr Umberto, du hast eigentlich so weiß-blau sollten wir mal testen. Probieren wir es, pass auf. Rumpf. Farbig. Aber gib mir mal schönes Blau. Ah, das ist der Name. Hoppala. Und ich mich verklickt. Rumpf. Schönes Blau. Streifen. Weiß. Ja, du kannst die Streifen, die werden maximal, die werden nicht gescheit weiß. Siehst du das? Das ist nicht weiß. Das ist halt so überglinzert. Das schaut nicht gut aus. Nein, das gefällt mir nicht, wenn man das nicht gescheit weiß mag. Nein. Nein. Kann man es blau machen. Schauen wir, ob wir das blau machen. Vielleicht kann man es umdrehen. Mal. Gehen wir den mal so. Fertig. Ich sehe gerade auch nichts. So. Alter, das hat Style. Hat Style. Machen wir leicht weiß. Innen. Innen machen wir es. Wie machen wir es denn innen? Also ich bin ja für pink. What are you? Speichern! Okay, bye! Bye! Was zur verfickten Hölle? Ich mag's gar nicht wissen. Wir werden es herausfinden. Oh mein Gott. Ich hab nicht gewusst, dass Subnautica so gut ist. Ich hab's nicht gewusst. Das am Schluss, was er immer mir egal, ich hab ein U-Boot jetzt und es ist weiß-blau. Weiß-blaue Boote, Alter. Alter, ist das Spiel gut. Alter, ist das Spiel gut. Ich bin richtig froh, dass wir das ausgezogen haben. Ich sag das, wie es ist. Aber so richtig krass froh drum. An dieser Stelle, bevor Sie jetzt alle wieder verpissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch taugt hat, YouTube geh, Like da lassen. Wer es noch nicht gemacht hat, Abo da lassen. Wer das noch nicht gemacht hat, Glocken aktivieren und auf alle stellen, damit ihr mitkriegt, wann ich online gehe. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Und an den restlichen harten Kern, der immer nur ein wenig länger da bleibt, dem zeige ich jetzt noch zwei Sachen. Da wird weitergespielt. Brauchen wir mal überhaupt nicht umeinander diskutieren. Spielst du dann auch Subnautica Below Zero, der zweite Teil? Das kommt jetzt ganz drauf an, was so die Neuerungen da sind. Kann ich noch nicht sagen. Also irgendwann mit Sicherheit, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir mir Subnautica im Stream nicht fertig kriegen. Ja, da glaube ich, dauert es zu lang. Aber wir spielen wir schon. Derzeit nicht runter, wir spielen wir schon noch. Ist noch Zeit hin bis zur Sommerpause. Subnautica bleibt. Ja? Die Spiele ändern sich. Subnautica bleibt.
Trottolerin schreibt, viel Spaß beim Arbeiten. Ich habe noch Urlaub 2 Wochen von 3 Wochen. Dauert bei mir nur ein wenig. Ich habe noch, warte mal, wenn noch ein paar Leute da sind, kurze Durchsage. Meine Sommerpause. Ja, ich bin auch heute in 1, 2, 3 Wochen ist der letzte Stream. Fürs Erste, dann bin ich 4 Wochen lang weg. Das heißt, am 3. August ist der letzte Stream. Da machen wir ein bisschen Blädelei. Wir spielen mindestens noch 2-mal Subnautica davor. Und warum soll man dann noch nicht weiterspielen? Außer ich spiele es natürlich in meiner Sommerpause. Was ich nicht so hundertprozentig nicht versprechen kann, dass ich es nicht tue. Sagen wir es so. Spreizerfahrt, die habe ich übersehen. Jetzt wieder ein 5er. Der Bürger bin vom Pfuschen heimgekommen. Prost, sauf jetzt eine halbe. Die lässt er schmecken. Special Buchhalt, die habe ich so viele Leute schon wieder übersehen. An Felix habe ich nicht mehr übersehen. Special Buchhalt, merci wieder €1. So, das ist einmal das Erste. Dann ist das, was ist das Nächste? Hat später noch eine Bedeutung. Wenn nicht, spiel halt privat den zweiten Teil und on-streamen einser. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also das, ich sag das ganz ehrlich, Subnautica hat mir hart angefixt, aber ganz anders. Das funktioniert so gut, wie dieses Spiel diese scheiß Atmosphäre transportiert, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und wie sie es Game-Balancing-mäßig hinkriegen, du findest immer wieder da irgendwas, ein bisschen Progress da, ein paar neue Teile da, dann kannst du wieder ein bisschen tiefer tauchen. Jetzt haben wir diese Station, jetzt können wir unsere Seemotte ausbauen, hast wieder einen Grund, was zum Tor. Titan sammeln und Ding, damit du die Legierung bauen kannst, damit du noch tiefer tauchen kannst. Dann kannst du dir eine Rettungskapsel tauchen, die 300 Meter unten ist und es geht immer so weit. Bis jetzt wirklich super gut gemacht. Der einzige Ali schreibt so, ich spule jetzt mal zurück und schaue die ersten 2,5 Stunden an. Das tust du ja alle, ich wünsche viel Spaß. Übrigens mal Special Greets an alle, die sich das im Nachhinein anschauen. Das ist der zweite Stream, der nach Beendigung online geht und der ist jetzt gleich wieder in eigentlicher Überlänge. Normal streame ich bloß 2 Stunden. Naja, gut. Aber ich habe euch ja was versprochen. Zum einen habe ich Ihnen versprochen, es gibt einen Ausschnitt, eine zweite Sneak Peek, so 2 Minuten, 2,5, 3 Minuten, vom kommenden Podcast mit genannt Speziwirtschaft, mit mir, mit dem Kani und mit dem Flo. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe sogar inklusive Video. Es sind noch nicht alle Videos exportiert. Ich meine, die Dinger dauern eine Dreiviertel die Stunde bis Stunde. Und da dauert dann das Schneiden, Rendern und so weiter dementsprechend auch ein bisschen länger. Weil Schneiden ist nicht fair, aber das Rendern ist dann richtig viel harte Arbeit, Alter. Und jetzt pass auf, jetzt muss ich schnell schauen, das ist das richtige Telefonieren mit dem alten Mo. Hoppala, nein, das war's überhaupt nicht. Das war das Intro dazu, aber nicht das, was ich suche. Jetzt passt aber. Ich sag's euch mit, ich bin sehr auf eure Reaktionen gespannt. Hat auch einen kleinen Hintergrund, den erzähle ich euch vielleicht dann danach. Jetzt warte mal, Videos. Podcast. Immer die Themen, über was wir uns unterhalten, weil wir schweifen sowieso so hardcore ab, dass du nicht weißt, um was das geht. Wir schmatzen immer über irgendwas anderes. Ist der Kani auch der im WASD-Video ist? Das ist der Seppe, der zumindest mit mir, den man hört. Aber der Kani ist zum Beispiel auch schon im WASD-Video. Da hab ich ihn vergessen zum Beispiel. Ja? Stimmt, da war er auch schon. Das ist der die ganze Zeit einen Yoshi im Ecken fickt. Damit du gleich weißt, was geschlagen hat. So! Und zwar, stopp! Das Thema ist. Es ist im Prinzip Folge 2. Eine kleine Mini-Sneak Peek. Die tue ich jetzt einfach da mal bei 1,50 tue ich jetzt da mit. Oder bei 20 Minuten irgendwas tue ich jetzt noch mal rein. Mach Großbild, Vollbild und dann schalte ich mich um. Und ihr hört euch jetzt einfach mal so, gibt es den Podcast auf Spotify? Wird es dann auch geben? Ja, alle bekannten Podcast-Plattformen. Ich möchte natürlich, dass ihr, meine Community, ihr hauptsächlich auf YouTube bleibt. Das ist meine Bread-and-Butter-Plattform. Das ist einfach mein Zuhause, wenn man so will. Da kommt es als erstes. Wahrscheinlich sonntags, abends die Hörpodcasts, also die Hörspiele davon, die kommen am Montagvormittag. Apple Music, ja, kommt auch auf Apple Podcasts. Kostet mir nämlich nichts. Dann können sie es haben. Wenn sie da auch wieder Geld dafür haben wollen, fickt euch. Kostet mich überklickt, dann ist es um. So, jetzt drücke ich einfach mal auf Play. Wo bin ich? Wo sind wir da? 20, 30, da haben wir. Okay. So, und einen Tag später kommen sie dann als Hörspiel. Also im Prinzip genau das gleiche, was im Video zum Singen ist. Bloß
als Hörspiel halt, was an ein Hörspiel, Audiokassette. Ja, so habe ich das auch irgendwie im Kopf. Und ja, that's it. That's the podcast. Aber ich wollte da einfach nicht bloß eine Audiodatei herscheißen, sondern ich wollte da ein Video. Gehört irgendwie auch dazu und es macht auch Spaß. Ja, das zeige ich jetzt zum Richten und dann, dass es einigermaßen nach was ausschaut und so. So, Achtung, Monitor ganz. Da sind wir. Oh, ich bin da kurz. Ich schalte mich aber aus. Ich werde sehr genau den Chat beobachten. Ich einfach nur ein paar Reaktionen ausgehen. Ich bin halt selber so hyped. Ja, ich kann es halt nicht bleiben lassen, dass ich noch 4 Wochen warte, bis ihr da Sachen davon seht. Darum seht ihr jetzt ein paar so Schnipsel. Viel Spaß damit. Der geile Affen, die haben dann, mir waren wir 13. Wann kommt Werbepause? Bei uns war es dann aber übrigens auch, weil du sagst, der erste Kontakt bei uns war das dann auch am Fußballplatz. Und da waren dann damals, da waren wir dann im Wahlstoff, da waren dann die Asylbewerber. Moment, ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, das Thema ist Langeweile ohne Internet. So, damals. So, jetzt, los geht's. Wann kommt Werbepause? Bei uns war es dann aber übrigens auch, weil du sagst, der erste Kontakt bei uns war das dann auch am Fußballplatz. Und da waren dann damals, da waren wir dann im Wahlstoff, da waren dann die Asylbewerber waren da beim Spielen da. Das waren lauter geile Affen, die haben dann, mir waren wir 13, 14. Haben die da gelernt, oder? Die haben da gelernt, ja. Und die sind halt dann irgendwie Soll denn das jetzt wieder? Oh fuck! Damit will ich nichts zu tun haben. Ich enthalte mich der Stimme. Ja, jetzt sind wieder Schande. Ja, jetzt wieder Nein, kannst du es bitte ausschneiden? Nein! Nix. Hammer, nein! Du hast du gesagt, ich hab nur gelacht. Was soll ich machen? Meme-Button, Nazi. Ich bin kein Nazi, oder? Auf alle Fälle waren das auch so die Kandidaten, die dann immer sagen, na Kollege, kommst du Fußball spielen? Und so, ja, freilich spielen wir wegen. Die haben uns umgeflext, also denen war das scheißegal, ob wir 13 oder 14 sind und sie 30 geht, die haben uns einfach mit Blutgrätschen von dem Platz gemacht und dann, wenn es gelingen bist, gejammert, oh Gott, Knirsch mehr raus und so, Kollege, nicht so schlimm, da rauch eine. Und hab da Zigaretten ins Putz geholt. Ja. Und das, liebe Kinder, ist die Geschichte, als ich zu rauchen begann. Ja, das war die Anfangszeit, von denen haben wir immer 5 Zigaretten gekriegt, blaue Flecken und Zigaretten. Wenn ich das so drüber nachdenke, bei uns war aber, ich bin mit einem Haufen Türken aufgewachsen. Also auch am Haupt, die waren nicht immer Wohnen Türken. die nicht alle in Da Frankfurt? war alles da. Was? Wohnen die nicht alle in Frankfurt? Ja. Was der wo? Dieses Gespräch driftet in eine Richtung ab, da will ich nicht hin. Die haben ja nur am Bahnhof. Alles gut. Griechen haben wir gehabt. Dann erinnere ich mich nicht, der hat Kastriot geheißen. Ich weiß nicht, wo der, ich glaube aus Serbien oder irgendwas. Das war so genau, dass der kommt. Ja. Aber Flo lässt keinen aus. Flo lässt keinen schlechten Witz aus. Nein, nimm doch mit, passt schon. Stellt dann da ein Becherli und dann musst du jetzt mal, ich weiß nicht, eine schleidern. Kicksfixen. Das kommt in die Folge 3. Warum? Wir waren doch gerade bei Zeitvertreib, oder? Ja, aber kein Keks. Stimmt, ja. Aber habt ihr mal Keks Wird man so gewichst? So, und ob irgendjemand von uns irgendwann mal Keks gewichst hat? So, okay. Flo weiß, wie es geht. Kein auslassen. Richtig. Der Multikulti-Bürger. Jetzt, was spannend wird. Es passiert zu viel auf einmal. Sogenannter Kekshänger. Geh weiter, los noch rein. Ah, das ist so gut. Der berühmte Kekswix-Cliffhanger. Richtig. Der Teil, der hat mich interessiert. Ach was. Das alles und vieles mehr nach der Werbung. Es wird übrigens auch kein Hehl daraus gemacht, dass wir mir alles zur Werbefläche machen. Warte mal, machen wir so, zeige ich euch nochmal, Monitor ganz. Da, ein Kani seine Arm wunderbare, kasige Werbefläche. Flo sein Arm, da ist schon ein bisschen was hintätowiert, was das ist, weiß ich nicht, da hat er sich, glaube ich, mit Paint oder wegen gesponnen. Werbefläche, rechter Monitor, Werbefläche, linker Monitor, der blendet momentan ein wenig wegen dem Licht, da habe ich eine Hosen umgehängt und man denkt, ja, und außerdem ist er gerade nicht gegangen, das kann da Werbefläche sein. Da, der ganze Tisch, der ist einfach bei, da, in diesem Podcast könnte ihr Getränk stehen. Da werden wir sehr oft Witze drüber machen, bis der Erste wirklich fragt und dann lehne ich sowieso wieder ab. So wird der Podcast aussehen und genau so wird er sich auch anhören. Haben wir letzte Woche schon mal kurz geschmatzt wegen der Soundqualität. Hat jetzt gerade schon jemand geschrieben, der Ton ist jetzt schon besser
wie bei dem Ding von letzter Woche. Kann sein, das ist ja nochmal, wie soll ich sagen, das ist ja nicht die erste Aufnahme, es ist die zweite. Wir haben ja bereits eine dritte und morgen werden wir wahrscheinlich die vierte machen. Wir schauen mal, dass wir momentan so viel wie es geht zusammenhocken. Also viel wie es geht. Wir haben halt 3 erwachsene Leute. Habe ich letzte Woche schon ein bisschen erklärt und es ist ja nicht ganz einfach, uns 3 gleichzeitig an einen Tisch zu bekommen, aber einmal in der Woche schaut das momentan nicht. Ich werde im Discord einen Kanal eröffnen, wenn es dann soweit ist, wenn er erscheint. Einfach Podcast-Schmerz, da können wir dann drüber schmerzen, was im Podcast, um was das da gegangen ist. Wir werden euch auch ganz oft fragen, irgendwann werden halt unsere Themen, die wir uns vorstellen, wird schwierig. Ja, wir haben eine Liste natürlich und die werden wir durchwerken. Und wenn die morgen zum Beispiel kommen, dann suchen wir uns irgendwas aus, auf was wir alle 3 gerade Bock haben, sitzen wir uns hier und machen wir einfach. Das ist mir das Allerwichtigste. Kein Blatt vor den Mund nehmen, nicht in die Hosen scheißen. Da war halt jetzt so, nur als Beispiel. Ist jetzt nur ein Beispiel. Da war jetzt am Anfang, war halt ein kleiner Asylantenwitz. Okay? Niemand hier drin verliert ja nur ein Wort darüber, dass es krass oder sonst irgendwas. Das wird passieren. Früher oder später wird es passieren, weil wir uns so lang aus dem Fenster lernen und unter die Gürtellinie treten, bis wir rausfallen. Ich garantiere es dir, irgendwann wird es passieren, dass der YouTube-Strike kommt. Aber, ganz ehrlich, mir schmerzen da wie, da schreibt es oder der Simato schreibt es geht, das war ja ein Kindergarten. Meine Rede sage ich genauso. So, übrigens, da ist der Flo übrigens, das ist der Wadi94. Mr. Mesh, Werbungsanfragen gingen direkt an ihn. Er ist der Marketingbeauftragte. Alle Anfragen bitte an Flo. Und ja, kommt beziehungsweise seid ihr während des Podcasts auch auf neue Ideen. Ja, das haben wir jetzt schon festgestellt. Dass das merkst du auch richtig krass. Das Thema, über was wir da jetzt gerade geredet haben, ist eigentlich die Grundlage Langeweile ohne Internet. Und wir reden mal irgendwas von Kekswichsen auf dem Fußballplatz und Asylanten, die da lernen. Und sonst irgendeinen Bullshit. Und mir schweift man die ganze Zeit ab. Das wird ein richtiges Chaos. Das sage ich euch auch gleich schon. Aber it is what it is. So sind wir halt. Ja? Da versteht sich keiner, da ist keiner. Das ist it is what it is. Da wird dann nichts geschnitten. Es ist in den ersten 3 Folgen fucking nichts geschnitten, außer alle, so 25, 30 Minuten, schalte ganz kurz Kamera aus und wieder ein, weil ich nicht länger aufnehmen kann wie 30 Minuten und ansonsten haben wir kein Video. Das ist uns, in der Folge 1 ist uns das passiert. Da gibt es halt die letzte halbe Stunde kein Video. Schreibe ich euch aber dann halt auch eine, du sollst da zuhören und nicht zuschauen, halt dein Maul. Da wird einfach, es soll halt eigentlich flächendeckend nur beleidigt werden und der größte Sauschmerz am Tisch auspackt werden, der da ist. Und wer sich dann darüber aufregt, dass irgendwas, ich kannst du nicht sagen, halt bloß die Fresse, Alter, weil ich fahre so übers Maul drüber, dass du nicht mehr weißt, wo du wohnst. So, Simato, umso besser. Ich brauche was beim Autofahren zum Zulosen und gute Laune verspüren. Es kann schon auch mehr, wir haben ja nicht abgeneigt, dass wir uns auch mal über ernste Dinge unterhalten. Es ist nicht nur Scheißgeblödel, es ist viel Scheißgeblödel, brauchen wir nicht schmerzen. Aber es kommen auch mal ernste Momente vor, es kommen nostalgische Momente vor, es kommt sehr viel Blöd und Sauschmerz vor und das ist auch der Plan. That's the plan. Das war genau, was ich haben wollte, genau darum habe ich die anderen, gerade diese 2 Idioten eingeladen. Der Flo ist auf seine Weise lustig, der Kani ist auf seine Weise lustig. Und mich kennt's. Und mein Dummdödel, Sauschmerz, den ihr von mir gewohnt seid, den tragen beide in sich, der eine mehr, der andere weniger vom Sauschmerz, der andere mehr vom Blödel. Vom richtigen Nivea-Blödel. So. Gibt da ein ernstes Rumgeblödel? Ja, das soll es auch geben. Den tiefsten Clip wolltest du noch zeigen. Oh ja, stimmt. Jetzt pass auf. Ich weiß aber nicht, nach was suche ich da jetzt. Pass mir auf, schnell. Deep Sea CGI Clip Dark Fish Diver. Ja, und schon habe ich ihn gefunden. Was ist... Okay, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich sag, ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich lasse jetzt einfach einmal laufen. Ich weiß nicht, was es ist, aber schauen wir so. Es ist auf alle Fälle im Hintergrund. Pass auf, Monitor ganz. Es ist auf alle Fälle, das ist der Clip, den ich meine, bloß weiß ich nicht, was das für ein komisches Pinks Fischerl ist. Ist aber wurscht. Zurücklernen
losgeht. Ich habe ihn nicht im Verlauf, das habe ich nicht auf YouTube gesehen, das habe ich auf einer anderen Seite gesehen. War kein YouTube-Video. Aber das ist das Video, ich weiß es. Achtung, anschauen. Das habe ich noch nicht gekannt. Alter, das war auch nicht schön. Alter, die kenne ich alle nicht. Lass uns einmal da. Oh, leck, ist das schlimm. Was das ist, wissen wir alle. Einfach nur warum. Und warum lauft man bei sowas die Gänsehaut? Mr. Cthulhu? Das ist so unangenehm. Die sind die krassesten, finde ich. Das ist so unangenehm, du schaust. Alec ist der Letzte ein asozialer Wichser. Alle gefickte du. Alle. Wird nicht all. Was soll eine Scheiße, Alter? Als Hochformat ist das Gruseligste an dem Video, da stimme ich zu. Ist das unangenehm, Alter. Ich glaube, das tut meiner Unterwasserangst nicht gut. Nein, tut's auch nicht. Schau, die tut auch mir nicht gut. Und ich habe normal keinen Stress. Und ich habe im echten Meer. Kriege ich schon auch ein seltsames Gefühl, wenn du halt am Rand bist und du schaust halt einfach nur ins Meer aus und irgendwann siehst du nichts mehr. Ja, da wird da einfach komisch. Aber nicht so schlimm, wie wenn ich diese Videos da anschaue. Das ist schon ein wenig. Also durch Subnautica in VR habe ich Aquaphobie gekriegt. Das kann ich nur nachvollziehen. So, jetzt haben wir uns ein gutes, schönes Gute-Nacht-Betthupferl angeschaut. Jetzt ist es 11:15. Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Ich wünsche wunderbare Träume. Lasst euch nicht von irgendwelchen Cthulhus tentakelisieren. Und freut mich, so gute Reaktionen aus einem mehr oder weniger random Clip aus dem Podcast zu kriegen. Nochmal, da kommt während meiner Sommerpause, ich mache euch dazu ein Ankündigungsvideo. Am Sonntag kommt ein Video, dazu ein How-To. Das habe ich gestern gehustelt wie der Chef selber. Und vorgestern habe ich fertig gemacht, kommt am Sonntag, das, was ich da mache und was ich euch da zeige, wie ich das erste Mal gemacht habe. Das war eine absolute Offenbarung. Ich weiß, Grillen ist schon geil, aber das, Alter,
Einfach nur Alte. Wir haben Sonntag nicht da, es schlägt seine kleine Schwester und jetzt hat heute Fotzen, jetzt verpisst euch und Danke schön für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitglieder. Da waren halt einige dabei. Ich weiß nicht, gibt es da schon wieder was umsonst, von dem ich nichts weiß? Ich habe keine Ahnung. Jetzt schleicht euch Triple F Moderatoren, die in der letzten Zeit schon wieder einen Haufen so Triple X Spacko Fotzen schneiden müssen und weiß es was ist. Und jetzt schleicht euch davon. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich werde jetzt das Wochenende genießen. Und es ist überhaupt nicht Wochenende, es ist fucking Mittwoch. Ab Freitag, bei mir ist schon ab Freitag Wochenende. Darum weiß das was ist. Ich sage mal so, was YouTube und so weiter betrifft, jetzt erstmal Ruhe. Und vielleicht später am Samstag sagen Subnautica, who knows. Nein, am Samstag bin ich nicht da. Ja, schon wieder verkackt. Sonntag Video. Sonntag auf Nacht Ankündigung, Montag Stream. Was wir Montag werden, weiß ich noch nicht. Nochmal Scam, weiß ich nicht. Oder was an, ich weiß es noch nicht. Werden wir dann sehen. So ist es der Zukunftsbürger drum kümmern. Und jetzt schleicht euch. Hobby! Strapse, Nudelbeuger, 800% Zusatzwert.